Uhr. Ich habe keine Ahnung, ob der Ton so passt. Ich weiß das nicht. Wird schon passen und so. Hallo? No kann ich umeinander tröten. No ist keiner da. Moment, mal leise mal. Nicht, dass wir uns achtfach hören. Moment. Das ist das Beste. Gut, nach wie vor. Geniestreich. Klopfen wir selber auf die Schulter. Alter, klopfen wir selber auf die Schulter, Alter. Klopfen wir selber auf die Schulter. Da gibt es überhaupt keine Diskussion nicht. Da gibt es überhaupt nichts. Da gibt's überhaupt keine Diskussion nicht, Alter. Da gibt keine Ahnung. 20 Uhr, keine Diskussion. Ja. Da kannst du jedem deiner noch so belanglosen Sätze kannst du hier Nachdruck verleihen, wenn du zum Beispiel sagst so, ich geh jetzt scheißen, ja, das ist dann ganz normal, aber wenn du sagst, ich geh jetzt scheißen und dann, ich geh jetzt scheißen, du weißt, das ist wie wenn du zum Angriff bloßt, ich weiß es auch nicht. Oberlandler! Ich hab nichts gelesen, tut mir leid, aber vergesst gut. Hab ich an diese wunderschönen Montag 20. Montag 20 Uhr, Brudi. Mr. Only Black und Mr. Patrick DE Special Grüße an alle Twitch-Meister. So, kommt gleich der Jodel mit einer Donation, ich hab's genau gesehen. Heute hab ich 2 Chats auf. Heute kommt's mir nicht aus. Ihr sollt euch eine Donations sparen. Ihr wisst warum. Seit wann wird mir in meinem Chatprogramm jetzt angezeigt, dass der Herr Jodler was? Jeder soll das eigentlich, ich führe ein. Jeder habe dritt ist jetzt aus. Weg, raus. Raus mit die Viecher! Aber jetzt hat jeder ein Hosentaschenhorn dabei. Also so ein gemeines Hosentaschenhändel, das hat er noch nie nicht geschaut. Und dann heißt es nicht mehr habe ich dritt, sondern dann heißt es habe ich. So, 38 Division, Nibelungen, irgendwas, Zwickel, vergeht's Gott, Dere. Hermann und Leo, ich weiß nicht, wer der Hermann und der Leo ist, aber so, Ruhe, Schnauzen, Kinder, heute ist Special, verzeihen 10 Minuten, wir noch nicht waren. Ne? Eicherfahrer, wann kommt wieder How To? Am Sonntag. Was glaubst du denn, ist mir wurscht. Raus aus meiner Leitung, du. Ach, die Ritter sind so geil, Alter. Die Ritter sind so im Arsch, das ist wirklich, weißt du, die Ritter sind auch bloß da, damit wir uns wieder besser fühlen. Weil wir haben doch genauso asslig, wenn wir ganz ehrlich sind. Seien wir uns doch ehrlich. Raus aus meiner Leitung, du Birne. Da fällt mir nichts ein dazu. Da kann ich wie soll ich das jetzt kommentieren? Freunde der Sonne und des billigen Alkohols! Erst mit den klassischen. Pass auf, jetzt ziehen wir jetzt mit den klassischen durch. Habe die Ehre an den Herrn Hampel, an den Herrn Donner, Dosenbesaufen. Zu dem Thema, da werden wir uns halt an und unterhalten mit diesem scheiß Dosenbesaufen. Sirs. Du merkst wieder in die 333 gehen. Habe die Ehre an den Hampel, an die Frau Stöckl, an den Riso, an den Matthias, an den Distex, an den Bachler, an den Kakokiki. Das hört sich irgendwie an wie ich weiß auch nicht, wie so ein kleiner Japaner, der an einer Kinderunterhosen schnuffelt. Ich weiß auch nicht. Darf ich die Song, ohne dass ich wieder einen Strike fange? Darf ich die Song? Ich darf alles. Tanzender Wolf. Tanzender Wolf ist wirklich einer der allerersten Minuten. Der war schon da hat mich noch kein Hint für Leute nicht kennt. Special Greets an den Tanzenden Wolf. Und ja, ich hab dein Senfbackel ohne Witz immer noch im Kühlschrank drin. Ob du das glaubst oder nicht, ist mir wurscht. Birko, Gusten ist am Start. Das ist das Wichtigste. Special Greets in die Schweiz. Vergesst für deine 2 Schweizer Franken, glaube ich, waren's. Wie viel Euro sind das? 0,2. Jetzt warte mal. Leute, spart euch eine Donations bitte. Wichtig. Ich habe euch etwas zu zeigen. Denn ihr kriegt ausnahmsweise mal was für euer Geld. Zeige ich aber noch. Ja, da werde ich euch heute wahrscheinlich einmal in der nächsten Viertelstunde mal kurz auf den Sack gehen und bei der Halbzeit nochmal und bei der Dreiviertelzeit nochmal und ja, weißt du eh. Ja, einmal im Jahr sei das auch mir erlaubt, okay? Habe oder das Wort. Warte, das eine ist. Das eine ist der. Habe. Das andere ist. Habe. Ist gut. Ja, beide Geräte Hand zum Einsatz kommen.
So, kann man so eine Steuer absetzen. Hashtag geiler Wichser. Ja, geiler Wichser, passt dabei. Hans Wurst, vergesst für den Drilling, aber dritt, halbe ist schon offen. Ihr sollt euch nicht über Birnensützig saufen währenddessen. Mein Scheiße, ja, obwohl, jo. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Wir haben noch nicht fertig. Habe die Ehre an! Den 420 Kiff an den Nase und den Tanzen den Wolf haben wir schon gehabt. Und euch Fahrer an den Herrn Wolka, an den Herrn Opfner, an das Erdnussbrot, an die Frau Gewalt, an den Herrn Angermeier, an den Herrn Wolka, an den Agrarwirtschaft Niederbayern, an den Hirsma, an die Isabella, an den Saufenmurst, an den Eicherfahrer, an den Herrn Stocker, an den Max und an alle anderen Mods, an den Smurf, an den Teiltermain, an den Gehsteigpanzer, an den Fritzl. Was? Stift, geh, Bier holen. Stift. Nein. How about no? Was haben wir noch? Merci übrigens. Warte, ich muss jetzt. Eine Seite habe ich wieder vergessen auf einmal. Sag mal, läuft eigentlich eine Musik im Hintergrund? Läuft da Musik im Hintergrund? Könnt ihr mir das mal bitte in den Chat hinein bratzeln? Ist laut? Ist es laut? Mann, ich mag, dass es bloß ganz, ganz easy im Hintergrund umeinander steppt. Verstehst du mich? Verstehst du mich? Ist das okay? Ganz leise. Nope. Okay, ganz leise ist in Ordnung. Ist der Plan. Ist der Plan. Warum stellen mir eigentlich lauter Fransen vor die Ohrläscheln weg? Ich weiß auch nicht. Kruzifix. Wie geht's euch? Heute ist einmal wieder ein bisschen Blätschmerz angesagt. Warum? Weil 4 Wochen lang dasselbe Spielen langweilig ist. Und weil halt der letzte Merch-Special Minus-Rabatt Blub Tag ist. Ja? So. Der geile Buffet! Jetzt hat Musels. Musels ein wenig? Dann ist recht. Dann ist recht. Ja, ganz leicht im Hintergrund, da muss man gar nichts, da muss man gar nichts verstehen und so weiter und so fort. Nur dazu mag ich ehrlich gesagt gar nicht, dass über diesen harten Kern, damit meine ich euch, die immer. Das bedeutet, da wirft jemand mit mindestens 10 Euro. Warum wird das schon wieder nicht angezeigt? Da krieg ich schon wieder das Kotzen! Hau eine und raus mit der Viecher. Nauz mit den Viechern, Nauz! Stopp, wer war das? Ich werde es inspizieren. Wer war das? Hans Wurst, Alter. Wieso mal einen 10er, Junge? Oder Hans Wurst, ich versuch's nochmal zum Rollen. Da ist es nochmal. Naus, ich glaube, ich sag ganz speziell Naus mit die Viecher. Mit die Viecher. Die. Hau eine und raus mit der Viecher. Tu ihr hart, Brudi, Hans Wurst, bitte spore das. Ich darf gern, was er bitte spore den 20. Jetzt auf! Jetzt staut's nicht. Okay. Jo! Ich sitze nicht so gar nicht da! Da kannst du mal wieder einen Doktor spielen. Oder ich hab mit Doktor. Mensch, das Glump. Mittwoch. Nein, jetzt chillt's. Weizenvernichtungswaffe. Das heißt Weißbiervernichtungswaffe! Habe die Ehre, voll mir Squad, bestes Squad, so, jetzt muss ich den Chat neu starten, weil da wieder nichts mehr geht. Ich meine, sagt es so selber, die Seiten aktualisiert sich im Kompletten, weil offensichtlich, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Jetzt machen wir mal dazu. Mr. Raiden, how to dosen. Herr Jager, vergeht's gibt für deinen 10er, Herr Hans Wurst, vergeht's gibt für deinen 20er. Ihr wisst's beide, hat's auch nicht zum ersten Mal da, das ist zu viel, ich mag gar nichts mehr sagen. Ich mag nichts mehr sagen dazu. Raiden, vergeht's gibt für deinen Zwickel, ja. Das ist eine diskrete Sekretdonation. Ja? Erinnert mich an, das haben wir am T-Shirt vergessen. Diskretes Sekret. Da hätte man doch öfter zeichnen sollen im Stream. Da hätte man sehr viele Dinge wahrscheinlich nicht übersehen. Aber jetzt, Obacht! Obacht! Wie viele Leute haben überhaupt da? Wie viele Leute noch? Genug haben da, ist mir wurscht. Alter, chillt's halt einmal. Jetzt wartet bitte, werft halt nicht mit so, was ist denn das? So, T-Shirt bestellt, mega geil, mach weiter so, dass es wieder ein geiles Jahr wird. Das ist der Plan. IDWOS Warme aufgehen. Nachdenkendes Gesicht. So, Schnauze jetzt. Hoch die Zimmererkunst. Okay, ich habe keine Ahnung von der Zimmerei, aber vergesst für den Zwickel 99. Ja, das hat sogar gereimt, Brudi. Ja? Hashtag Reimmonster. Was habe ich vorher für einen super Reim ausgedonnert? Eine Mene Möbtröt, die Flöte macht gern Flöt. Brutal, Alter. Keine Ahnung. Herr Kraus, da geht's wieder 3 vor. Jetzt chillt's, Alter. Chillt's, Schnauze jetzt. Ernsthaft jetzt, Donation Stop. Wer war der letzte mit seinem 10er da? Der Herr Jager schon wieder. Braucht kein Mensch, das glaubt, nein. Feuerwehr zu voll. Nein. Wer war denn das dann schon wieder?
Der Seebilan, mit was soll man aufhören? Vor allem aufhören mit 10er auch über den YouTube-Superchat zum Schmeißen, weil da nimmt sie erst mit der Hälfte YouTube. Ich bin mir sicher, dass das nicht deine Intention ist, YouTube 5 Euro in den Po zu Scheiß stecken. drauf, Weihnachtsgüt ist Thema. Meinst du noch nicht kommen, sag ich dir ganz ehrlich. Aber offensichtlich kommt's ein. Nein, jetzt ist er Ruhe. Leute, ich brauch den Bildschirmausschnitt. Ja, ist gut. Dankeschön. Küss dein Auge, Brudi. Streichel dein Haar. Streichel dein Haar, Guter. Hm? So, jetzt passt's auf. So, was ist heute? Heute ist 2019 zusammenfassender Special Merch. Letzter Tag, wo es 15% drauf gibt. Und das Wichtige, die hat es das ganze Wochenende schon gegeben, aber das Wichtige ist, heute gibt es nochmal versandkostenfrei oben drauf. Ja? Es ist immer ein bisschen schwierig, das zu kommunizieren. Ich habe das am Freitag schon auf Facebook gepostet. Ja? Dementsprechend waren da ein paar Leute dabei, die haben sich das Ding da schon gekauft. Wenn sich jetzt da irgendjemand angepisst fühlt, der schon so ein Ding gekauft hat, gestern oder am Samstag oder am Freitag und denkt sich so, du blöder Wichser, wieso gibt es dann heute nochmal versandkostenfrei? Diese Aktionen mache nicht ich. Ich darf das niemals so steuern, weil das nur dumm ist. Nur. Spreadshirt, so geil wie ihr das sonst auch macht und wie sich das regelt, die T-Shirts schauen wirklich top aus. Aber diese Aktion Aneinanderreihung vor Weihnachten ist einfach dumm. Also keine Ahnung, mich darf es nicht wundern, wenn euch reihenweise Leute schreiben und fragen so, möchtet ihr uns vielleicht verarschen? Das Problem an der Geschichte ist bloß, dass da mein Name draufsteht und ich nichts dafür kann. So, da dazu. Ja, da muss ich mal zum Angriff blasen, dann muss ich mal sagen, Aber ich hab mir gedacht, so der harte Kern, ihr, die immer fleißig am Stream dabei sind und so weiter und so fort, den ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich hoffe, ihr habt's gewartet. Falls ihr so ein Ding schon bestellt habt und ihr habt es nicht heute bestellt, dann stornier's, anrufen, ich stornier, Brudi, und dann bestellst du es nochmal heute eben ohne verkackt. Versandkosten oder was hat denn Versandkosten überhaupt? Ich weiß nicht. Ich sag's euch, was ist ein 5, 6 Euro? Ich meine, 2 gehen jetzt auch nicht unter, ja? Aber mir hat's nerven, ja? Ich mag da keinen irgendwie unfair behandeln oder sonst irgendwas. Um was geht's überhaupt? Brudi! Darum. Ist geil. Ich greif mich so gern selber, das ist wirklich unfassbar. Das werden wir noch öfter sehen. Ja, dann hab ich noch was. Das liegt da hinten am Boden. Da biegt schon das Panzertape drauf, weil es anders nicht an der Wind hält. Ja, Licht, spiegelt ein wenig. Da, ich blende das. Ich blende dein Auge, Brudi! Wir müssen das halten, dass wir da was sehen. Keine Ahnung. Das Problem habe ich vorher beim Video machen schon gehabt. Hoppala, Spoiler-Alarm. Ja, was soll ich sagen? Da ist alles, wer das nicht mitgekriegt hat. Wir haben ja da teilweise im Stream schon angefangen, das Zeug zum Zeichnen, ja? Normalerweise die Zeichnungen von mir, ja, wie das und so weiter, das macht normalerweise der Chris. Der Zeichner vom Trachtman-Comic, das zeichnet nicht ich selber, weil er mir gesagt hat, so manche Leute meinen, das zeichnest du. Ich versuche wirklich immer dazu zu sagen, nein, das zeichnet nicht ich, sondern er. Das zeichnet der Chris, der Kläuber Chris, vom Trachtman-Comic. Dafür übersetze ich ihm seine Comic auf Borisch. Verstehen Sie? Aber das hier habe ich gezeichnet. Deswegen schaut es aus, als hätte es ein 5-Jähriger gezeichnet. Ja, ist das was? Ist das was? Da habe ich mir wirklich Mühe gegeben. Ich sage euch, was es ist. Und da ist alles drauf. Da ist die Tröte drauf, da ist der Baby-Pinguin drauf, da ist der Hugo drauf, da ist der Feierlöscher drauf, da ist die Morgenlaut drauf. Becky! Ich darf das. Ich habe mir schon... Stop it! Get some help! So. Danke dir. Von ganzem Herzen hier. Küss dein Auge, Schwessi. Schwesti, sagt man da so? Ich weiß es auch nicht, Dann haben wir die Rettungsfotzen, dann haben wir die Küchenuhr, dann haben wir dort, das ist ein Springer, das ist natürlich, ich glaube, das war zu anders, aber das ist wurscht. Mr. Wake! Etwa haut zu Weihnachten! Ein bisschen Extended Edition. Der Springer, das ist ein Turm und das ist ein Arschloch! Allerhand ist da drauf und ich sage mal, der gemeine Bürger-Insider an sich erkennt auf alle Fälle, das sind alles Anspielungen, die so das ganze Jahr lang basiert sind und ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, dort das so detailreich zu zeichnen, wie es irgendwie geht. Also man sieht da wirklich auf dem Poster, wenn du 10 cm davon weggehst, natürlich, sonst wird es ein bisschen unscharf. Aber wer schaut sich sein Poster so? Und jetzt schau mir, was ich für ein tolles Poster habe! Das ist voll teuer, Brudi! Ja.
tut das schon, kein Mensch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Qualität auf dem T-Shirt ist fast noch besser wie auf dem Poster. So, wer das Ding jetzt haben will, das ist die letzte Aktion vor Weihnachten, ja. Bis dahin, zumindest steht nichts in meinem Eventkalender drin von Spreadshirt, dass das nochmal vor Weihnachten irgendwie billiger wird. Darum Ich bin ein tun sie es. Rasenstrenger. Weißt du noch, in welchem Video du einen Fritz geschleckt hast? Wer ist der Fritz, Alter? Du glaub, ich meinst einen Fons. Meinst du Babymizi? Meinst du einen Fons, die Babymizi? War das nicht in Dunzerwergel Weißwurst? Nein, da hat es ein Panda-Baby zerrissen. Das haben sie mir übrigens, habe ich das schon mal erzählt, auf Facebook gesperrt. Zu brutal. Währenddessen es Tierquäler-Videos und sonst irgendwas gibt, aber wenn mit Paint Blut umeinander spritzen, los, weil es ein Panda-Baby zerreißt, wenn es ihn reißt, dann muss man das Video naja, ja, ist egal. Wo haben wir stehen geblieben? Wer jetzt dieses Ding haben will, okay? Gibt's als T-Shirt, gibt's als Hoodie, gibt's als Poster. Das ist übrigens die größte Variante des Posters. Leider Gottes ist das Poster ein bisschen teuer. Da ist ja keine Provision für mich drauf. Ja? Da kriege ich nichts dafür. Das ist einfach nur, das kostet verschissene 18 €. Da ich niemals verlangen, aber ist ja der Special-Dienst von Spreadshirt, ist nicht ganz billig, ist mir auch bewusst. Nur noch teurer sind die anderen zwei Gressen, die weit kleiner sind wie das da. Naja. So, Ed Birger, kostet es heute schon Versandkosten? Nein, heute eben nicht. Leute, ich weiß nicht, wie klar, dass ich es nur erklären muss. Was ist denn los mit euch? Fritze! Schnauzen. So, nochmal, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie klar, dass ich es nur erklären muss. Im Discord habe ich auch schon ein paar gelesen, die wo dann wieder nachfragen, also wie war das jetzt gleich nochmal? Leute, so schwer kann es nicht sein. Seit Freitag gibt es die Aktion minus 15% Rabatt. Nur heute am Montag gibt es minus 15% Rabatt und versandkostenfrei. Ende. Weiß ich nicht, muss ich eine Doktorarbeit drüber schreiben? Ich weiß nicht! Was es noch gibt? Moment, ich hab noch was. Ich muss schnell hinterher fahren, Moment. Leid bin ich! Nein! So, was hat. Nein! Oder sind wir denn da? Ja, spendet einfach mir die Versandkosten, das passt dann schon. Stop it! BNE vergelt's gut für deine Bestellung und für alle anderen. Das kriege ich nicht mit. Ja, on demand, wie viele Leute das bestellen. Vielen herzlichen Dank. Das werde ich aber auch im Video am Sonntag noch mal kurz erzählen. Ja, in einer bestimmten Extended-Version von einem bestimmten Video, das manche von euch schon mal gesehen haben. Viele von euch mit Sicherheit aber auch nicht gesehen haben, weil es vorher offline war. Moment, es gibt noch was. Es gibt sogar ein flauschiges Kissen. Und was dann nice, es hat das erste vorweg, das Ding ist so maßlos überteuert, eigentlich bitte, da ist ebenfalls keine Provision drauf, ja. Wenn ich da eine Provision dafür haben möchte, dann kostet das Ding über 30 € und das ist ein Witz. Wer kauft sich eine Scheißkisten für 30 €? Kein Mensch! Ja, ich hab's mir heute gegönnt, ja. Gönn dir, Brudi, hab ich mir gedacht. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, so 100%ig ist der Druck auf dem Teil auch nicht. Normalerweise da das zurückschicken. Sag ich dir, wie es ist. Aber es geht schon. Ja, es geht schon, mir ist das egal. Aber das Ding, glaube ich, kostet 25 € oder so. Aber es ist schon gefüllt. Es ist nicht bloß, wie soll ich sagen, ein Bezug, wie das sonst der Fall war, sondern es ist mit Füllung. So! Genug der Werbung! Wo haben wir jetzt stehen geblieben? Typisch deutsch. Was ist typisch deutsch? Sie über jeden Scheiß zum Beschweren. Meine Karriere lebt davon, sie über jeden Scheiß zu beschweren. Herr Geibefee, ich hab gestern Poletten, was Kontrollen gehabt? Verbandskostenfrei. Ich weiß nicht, was man da. Mr. Geibefee, manchmal frage ich mich, was du sagen magst. Keine Ahnung, okay? War das gut? War das schlecht? War das geht so? Was, ich weiß nicht. Es war versandkostenfrei. Stopp! Verbandskostenfrei. Ja, jetzt glaube ich, bin ich so einigermaßen draufgekommen, was man sagen möchte. Aber das ist, der Zug ist abgefahren. Ja, das hab ich übersehen. So, wie es ist. So, gerade meine Schwester angebettelt. Das ist nur das nächste. Bitte. Wie soll ich sagen? Es gibt immer noch Leid. Frau Hocker! Scheiße. Scheiße! Ja, hab ich. Allerdings, ich weiß es nicht.
Da müsst's noch ein wenig länger da bleiben, glaube ich, dass ich euch einen extra Merch mache. Einigen wir uns da drauf? Okay, aber ich hab's auch vergessen, ich sag's euch, wie es ist. So. Wir kommen mal in deinen Discord. Schreibst du mal Ausrufezeichen Discord. Dann steht da ein Link, da drückst du drauf und bist drin. Easy peasy lemon squeezy. Was haben wir da hier? Senfgeier! Spenden auf früheren Verbandskasten. Was wir wieder überdient. Ist übrigens auch drauf. Gut, da. Ja, Senfgeier, vergeht's gut. Moment. Der brohene Wichsgrifffinger ist auch drauf. Pass auf, da. Ja, gut, da. Kann man nicht kennen? Da. Ich bin ein Rasensprenger. Ich glaube schon, der ist auf meine riesigen Depths. Ist gut. Ja, geil. Wer war jetzt das wieder? Der Herr Donner! Birger Trumpet, nicht Timmy Trumpet. Ich weiß nicht, wer der Timmy Trumpet ist, aber das tut mir wegen leid. Herr Donner, geht's gut, aber leider das Ding, das wird nicht angezeigt. Herr Müller, vergessen wir jetzt wirklich, der heute einmal aus Weiden in der Oberpfalz. Der einmal zurück, heute einmal ausnahmsweise wieder aus Landau. So! Heute ist Brezensalzerin, Birger, ich hab's gesagt. Nein. Also, ja, Leute, denen das egal ist. Nehmt sie, wenn es nicht gut genug ausschaut, schickt es zurück. Ganz ehrlich, da habe ich nichts davon. Und mir tut es auch nicht weh, wenn jemand das Zeug zurückschickt. Falls da mal manche Leute dabei haben, die sich denken, haha, Birger, ich bestelle mir jetzt 4000 Pullis und dann schickst du alle wieder zurück, weil du bist der Hurenmaul. Das ist mir egal. Tom Express! Weißt du, du kriegst in der Woche wieder Post von mir. Ja, you know to call. Also ganz ehrlich, kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen, aber ich sage schon sehr direkt, was ich mir denke. Ich habe sehr viel ausgekürzt, sage ich auch ganz ehrlich dazu. Aber ja, der harte Kern kennt das Video natürlich. Das kommt in leicht entschärfter Version. Da haben einfach bloß 2 Bilder raus, das ist alles. Auf die haben sie mich hingewiesen. Und was genau, das erzähle ich euch genau heute in der Woche. Ja, am Sonntag kommt das Video. Nächsten Montag gibt es noch mehr einen Blättschmerz und dann werden wir uns detailliert. Und zwar fucking so detailliert, wie sie noch nie drüber unterhalten worden ist. Drüber unterhalten, was diese ganze Kinderficker-Scheiße eigentlich soll. So. Köstliches Wodka-Glas. Da, wo haben wir? Leute, wenn man nicht einmal Discord schreiben kann, ist immer ganz wichtig, ganz wichtig. Es muss hier mal 4 Sekunden mehr Mühe geben werden, bevor man Sätze in diesen Chat reinballert. Okay? Okay? Können wir das mal? Können wir das mal? Es ist wirklich unter die Kommentare teilweise, unter meine Videos, und jetzt lade ich noch nicht einmal regelmäßig mehr Videos auf, aber es kommen immer nur regelmäßig Kommentare. Da steht so viel Scheiße drin, Leute, das ist wirklich unglaublich. Oder wenn mir Leute auf Facebook anschreiben, bitte wundert euch übrigens nicht, wenn ich nicht zurückschreibe, es eskaliert mittlerweile schon wieder. Dann auf so Ortzeiler reagiere ich sowieso nicht mehr, weil du behindert wirst, also du wirst halt, bist du fertig mit der Welt und dann wird deine Scheiße geschrieben. Manchmal denke ich mir wirklich, Herr Strauß, vergessen Sie jetzt wirklich, ja, chill jetzt einmal. Meine Frau, gibt es in der Region einen Brauch vom Wasserfilzinger? Nie gehört, Herr Wake. Habe ich nie gehört. Nein, jetzt chillt's. Bitte keine Donations heute. Birgerwehr.de, Link in der Beschreibung. Kauft euch ein T-Shirt oder was weiß ich. Ist der Pinguin der Pingustel? Ja, ist er. Wo ist er? Da oben sitzt er. Ja, ist der Pingustel. Habe ich Birger, jetzt schau ich da schon 2 Jahre zu, jetzt muss ich dir mal was da lassen, bis zu Bauern. Tinny Winnie! Ich weiß nicht, was ich sagen soll, es hört aber auch nicht auf. Jetzt machen wir das wirklich konstant, fast. 11 Monate lang machen wir es. Ja? 11 Monate. Und ich bin erstaunt über mich selbst, dass ich das so regelmäßig durchziehe und nicht schon lange abgehangen habe. Ganz ehrlich, das tue ich normalerweise ziehe ich sowas nicht so lange durch. Macht aber halt einfach Spaß. Ja? Nach wie vor, und deswegen machen wir das auch weiter. So. Dass das nicht aufhört mit dieser Donaterei. Ich kapier's nicht. Flea Frankie, da gibt's meine Größe nicht. Jetzt drehe ich mich fast nicht vor, ich muss jetzt da niemanden bloßstellen oder sonst irgendwas, aber da ist eigentlich von XXS bis dreifach XL alles dabei. Jetzt weiß ich auch nicht. Bist eher so der Minimi oder bist eher so der Obelix? Ich weiß jetzt auch nicht. Herr Staats! Ein Zwickel für den Das war schon mehrere wie Zwickel. Ich mein Herz wird jetzt auf. Chill mal. So.
Weitfrau Mrs. Vaping Hobby schreibt, jammer heute lang. Ja, gerade du bist da schon Ewigkeiten dabei, du weißt genau, von was ich rede. Wieso willst du keine Donation? Hast du was Wichtiges zum Erzählen? Ich habe immer was Wichtiges zum Erzählen, das ist blöd, Schmerz, hallo? Und das ist ja kein Gejammere, weil, oh Gott, nein, bitte kein Geld, sondern ich darf so gerne außerfinden, warum das nicht aufhört. Immer wenn du uns vergisst, warnt ihr. Nein. So funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. So, that's not how it works. Ein Bierfahrer, Beifahrer, was ist das eigentlich für ein Händel, was du da... Was haben wir, Becky? No donation, Becky. Oh. To your heart, bro, sis. Danke dir. Leider jetzt. Da haben wir alle zwei Geld, die werden alle was... Ja, gut. Dann habe ich kein Problem damit, dass es mir gibt. Danke. Hey Jager, was war das andere? Das war Becky und wer war da noch? Da war noch jetzt ein anderer, ja. Der Wirtel... Was weiß ich, was war der? Herr Strauß! Kriegst sogar nur einen. Das ist so ein Teil, das. Ich mag jetzt eigentlich, wir weiß nicht, dann reagieren wir einfach nicht mehr drauf. Was nicht. Eigentlich sollten wir uns über irgendwas unterhalten. Wir haben das eigentlich sonst gemacht. Wir haben das normalerweise jede Woche 2, sogar 3 Stunden lang gemacht. Einfach hersitzen, Scheiße labern. Ich sitze jetzt schon da und denke mir so. Babene, über was denn? Damit sie. Psst. Vergeht's gut. So, vergeht's gut. Ja, wer immer das war, Gott sei Dank, dass es nicht anzeigt. Es zeigt übrigens gar keine Donations mehr. Danke. So. Kauf mir das Shirt auf alle Fälle, schaut echt mega aus. Ja, 2 T-Shirts, A-Poster und ein F. ICK Bürgerbeidel bestellt. Wie versprochen. Und dann noch 6,66 € hinten reingeworfen. Sam Crow, Mikey und sein Wifi, herzlichen Dank und Special Greets. Ihr wisst es eh, was es ist. Ich werde irgendwann sterben am schlechten Gewissen. Und das hört halt aber auch nicht auf. Das hört halt auch nicht auf, dass ich da ein schlechtes Gewissen dabei habe. Und so viel sagen wir dann immer, du brauchst kein schlechtes Gewissen nicht haben, gut, dann habe ich auch keins. Ja, Tini Winnie, hier mit der Kohle, weiß ich wurscht ist. Sag wenigstens Dankeschön, geiler Wichser. Dankeschön. Und dann haben wir da noch den Herrn Mach. Das hört nicht auf, weil du unsere Nachrichten besser siehst und das verdient hast. Ja, das ist jetzt Ansichtssache. So, jetzt chillt's einmal. Irgendwas wollte ich wollte irgendwas verzeihen. 2019 war geil, da kommen noch mehr Streams. Das machen wir einen Tag vor Weihnachten, ist der letzte Stream. Da schmerzt mir wegen was Ganze, weil das tun wir heute nicht. Warum bringe ich dann den 2009? Ja, jetzt Schnauze, Kinder. Warum bringe ich dann den Merch eigentlich jetzt schon? Ja, weil heute der letzte Aktionstag ist. Das habe ich auch schon erklärt. Gut, was noch? Aber 1000 wir saufen. Wer hat denn das erfunden? Kinder, wer hat denn das erfunden? Weiß das jemand? Weiß jemand? Ja, Kinder, ist okay. Jetzt Dankeschön. So. Jeder kennt das Video. Mit, wir machen das hier, wir sind Fahrrad fahren und darauf verzichten und 1000 besaufen. Ja, ist gut. Ja, ich weiß nicht. Mir kommt es langsam mal so vor, als da ich euch den ganzen Tag zuschreien mit, gib mir Geld, Bruder, ich küsse dein Auge. Es kommt irgendwie von selber, ich check's auch nicht, aber ist ja wurscht. Jetzt wird's wegignoriert, Ruhe ist jetzt. Was wir früher da haben, Thüringer Klöße. Das stimmt. Das stimmt, Alter. Das stimmt. Das ist alle, Alter. Ja, keine Ahnung. Ja, weil Videos schauen ist ein bisschen eine Sache. Das ist aber Videos anschauen ist ein bisschen eine Sache, da ist jedes Video geclaimed. Wo wir jemals ein Video geschaut haben. Jedes. Und das Krasse oder das Lästige an der Scheiße, da hätte ich gar kein Problem damit, ja. Wenn in denen 10 oder eine halbe Stunde ist das, wenn ich von 2 Stunden Video oder Stream in dem Fall 10 Minuten dieses Video vorkommt, wenn diese 10 Minuten geclaimed werden und da meinetwegen Werbung für denjenigen läuft, wo der was davon sage ich nichts. Aus Österreich. Gehst eigentlich noch hackeln? Moment, das muss ich lesen. Was? Hört mir auf jetzt mit dem scheiß YouTube-Superchat. Ohne Schmarrn, ihr gebt das ganze Geld, geht einfach an YouTube. Der Strauß vergeht's gut. Schmidi! Hey Bürger, gehst du eigentlich nur hackeln oder liebst schon wieder essen? Das LG aus Österreich. Da ich da immer ziemlich ehrlich bin, was das betrifft, ja, ich geh noch... Ja, Jodel. Gibt's auch als... Ich bin der Jagermeister Endboss, Alter. Aber das erkläre ich euch nächstes Jahr. Jetzt pass auf.
Gehst du nur hackeln? Ja, natürlich. Das hat zum einen Vernunftheitsgründe, weil diese ganze Geschichte hier, die ist irgendwann mal gar. Ja? Ich habe eigentlich schon gemeint, sie ist eigentlich schon lange gar, aber ist offensichtlich nicht. Ich habe auch schon einen relativ langen Plan, der mindestens das erste halbe Jahr oder das erste Quartal nächstes Jahr ausfüllt, mit einer sehr speziellen Sache und dann noch einer Sache, die meisten doch erinnern, gerade jetzt im Stream schon kennen. Leider Gottes, weil ich halt mein Maul wieder nicht halten kann und die ganze Zeit im Hintergrund laufen los. Da kommen wir später vielleicht noch dazu, da darf mich nämlich eine Meinung dazu interessieren. Und natürlich gehe ich noch hackeln, weil meine Arbeit, in der ich bin, da geht's mir gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde sehr gut behandelt. Ich werde gut gezahlt. Ich arbeite allerdings nur noch halbtags, muss ich auch dazu sagen. Ja, und das schon ziemlich lang, aber nicht aufgrund von YouTube. Das tue ich schon seit 2015, dass ich nur noch halbtags arbeite, weil ich nicht einsehe, dass ich die 3/4 die Zeit meines Lebens in irgendeinem... Lecker, jetzt hätte ich fast hergespielt. Die 3/4 die Zeit in meinem Leben in irgendeiner Hacken verbringe. Ja, da verzichte ich lieber mal auf 500 Euro mehr oder 1000 Euro mehr, ist mir egal. Was hilft mir das, wenn ich mich danach... Herr Stadtler! Vergesst für die Mitgliedschaft. Moment, wieso mache ich eigentlich so? Ich habe ja ein Megafon. Vergesst für die Mitgliedschaft, den Folge ist gut. Ist das gut? Oder kann man für das geile Maschinengewehr imitieren? Pass auf. So, ich vorher reingespült. Oh, geil, kauft man so ein Nice. Hashtag geiler Wichser, was kostet die Welt? Brr. So. Chat schon wieder aufgehängt. Ich kann nichts lesen, Brudi. Ich kann nichts lesen. Alles kaputt. Und schau mal den Chat da hinten, der hängt sich wieder den ganzen Ärchen. Du, Bürger, wenn du meinen Kommentar siehst, dann schmatz mal mit... Ich kann's nicht lesen, oder? Becky, du bist der erste und einzige Streamer, dem ich was spende. So, shut up and take more money! Okay. Schaust du mehrere Streamer? Das würde mich interessieren. Ja? Allgemeine Frage in die Runde. Schaut ihr auch noch andere Streamer regelmäßig? Viele von euch werden das wahrscheinlich da. Wo? Twitch? YouTube? Bin ich der Einzige schon wieder, der nur auf YouTube umeinander streamt? Ich weiß es auch nicht. Ich selber tue das nimmer. Was ich gerne angeschaut habe, ist zum Beispiel kurze Zeit ein Dr. Disrespect. Ich glaube, den hat jeder, der sich mit Streaming und Gaming auseinandersetzt, hat den mitgekriegt. Ja, das ist unmöglich, dass du den nicht mitgekriegt hast. Dann ein Shroud, weil der Shroud einfach eine verfickte Maschine ist. A goddamn machine! This dude is a fucking human aimbot! Ja, jeder, der einen Shroud kennt, weiß, von was ich schmerz. Deswegen ist er auch so bekannt. Der ist jetzt leider auf Mixer gegangen. Weil wer wird zur Hölle streamt auf fucking Mixer? Der Ninja! Ja, und jetzt hat er seine 3.500 Zuschauer, der Volldepp. Da muss ich da jetzt ja, wenn der Bürger aus Klein Niederbayern fast genauso viel, wenn ein guter Tag ist. Ein sauguter Tag ist. Okay, nicht ganz so krass, aber hey, für das, dass wir mir Mundart-Streams machen, ja, haben hier 2000 Zuschauer. Picobello. Alter, das werde ich nie vergessen. Dieses Jahr haben wir den Rekord geknackt von 2000 Zuschauern. Und zwar, wo war das gleich wieder? Beim Bergdoktor. Vielleicht haben wir das am Mittwoch, schauen wir mal. So. Nein, nur die, ja, nö, nein, nö, nur die, nope, gar nicht, nö. Ja, das ist schon krass. Das ist schon krass, wie offensichtlich bringe ich. Hat irgendjemand überhaupt dann hat sie hier quasi, bevor ich damit angefangen habe, von Livestreaming überhaupt gar keinen Bezug und Ahnung gehabt, auf gut Deutsch gesagt, dass es sowas überhaupt gibt. Wo steht da so, der Bürger, jetzt habe ich es endlich kapiert, wie das zeigt, da es funktioniert zum Unterstützen, kannst du mich noch von den Streams mit 3 Leuten. Herr Staatzel, ja, das tue ich. Tatsächlich, ob du das glaubst oder nicht, oder ob ich das bloß so sage, das tue ich noch. Becky, nö, nur dich. Weil Baum, mit Streams, zum Beispiel Gaming, kann ich nicht wirklich was anfangen, aber deine Streams sind egal was, werden regelmäßig angeschaut. Das ist... Der Basti schreibt, der Montana Black 88, das ist also was, da wo ich nie dahinter kommen werde, wie ein Montana Black der größte Twitch-Streamer momentan sein kann, den es gibt. Das werde ich nie verstehen, Alter. Das werde ich nie verstehen. Das werde ich nie verstehen. Jetzt nicht, dass ich irgendwas besser mache, um das geht's nicht, aber ich werde nicht verstehen, warum dem Typen 100.000 Leute zuschauen. Was macht der, was kann der, was tut der? Ich kapier's nicht. Ich weiß, dass er zockt und ich weiß, dass er nicht schlecht ist in Call of Duty, zum Beispiel. Aber 1 Million andere Leute sind auch nicht schlecht in Call of Duty.
Keine Ahnung, Geld verzahlt. Ich weiß nicht, ist mir scheißegal. Keine Ahnung. 1000 Bier saufen hast Hermann, oder? Was? Montana Black. Gut, dass ich gerade gar nicht mitkomme. Ist auch gar nicht so schlimm. Ich lache aber alle anderen YouTuber, der Bürger ist einfach mehr. Das verstehe ich nicht, aber gut. 10 Minuten. Hashtag Slayer. Merci für deinen 10 Euro. Bitte sparen. Gehst auf Bürgerwehr.de, kaufst ein T-Shirt. Bitteschön. Ja gut, das kostet mehr wie den 10, aber du hast wenigstens was. So, jetzt lesen wir da mal weiter. Der ist halt ehrlich. Wenn das jetzt die Waagschale ist, wie viele Leute das zuschauen, dann müssen die eine Quintrillion Leute im Chat herin haben. Leider Gottes bin ich nämlich, ich glaube, dass ich noch nie straight in die Kamera eingeladen habe. Das, was mir ja oft schon, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, Kruzifix hättest du mir den Futzen gehalten, du Depp. Was, du musst da die Eiskönigin 2 anschauen. Warum? Vielleicht bist ja du einmal der größte. Nein. Mit Mundart unmöglich. Küberschasche, der Bürger da zu mir aus der Isar Fischer, wenn ich mir bei dir im Freisinger einhopfen darf. Ja. Ja. Vor allem jetzt in der Jahreszeit. Da das tun. Ja, Neoprenanzug Zeit mit. Birko, Mundart, gib dir mal was. Gib dir mal Deutsch. Deutsch mal öppis. Schweizerdeutsch. Ja, aber wir sind hier in Niederbayern. Birko. Da kann ich nicht mit Schweizerdeutsch anfangen. Nur dazu kann ich kein Schweizerdeutsch. Und verstehe auch bloß die Hälfte. Das ist ein schwieriges Thema. Weiß ich nicht. Gibt's Schweizer Streamer mit Schweizer Mundart, die 1000 bis 2000 Leute und mehr haben? Gibt's die? Gibt's die in Österreich? Und meines Wissens, ohne mich, ich mag jetzt da nicht irgendwie, keine Ahnung, nicht, dass ich einen Scheiß erzähle, aber ich wüsste den Bayern auch keinen. Mundart-Streamer. Ja, ich hab nicht gesagt bayerischen Streamer. Ganz, ganz wichtiger Unterschied, weil zum Beispiel, wie soll ich sagen, wenn meinen, ein Heider, ein CEO, streamen glaube ich beide, ob sie es nach wie vor noch tun, weiß ich nicht. Keine Ahnung, sind auch bayerische YouTuber, aber machen halt sehr extrem wenig Mundart und mein Kanal besteht halt wirklich aus 100% Mundart und der Preißen-Sepp versteht halt kein Wort, was ich spreche. Das ist aber auch gut so, denn dann bleiben die Behinderten draußen. Komm jetzt wieder so und so zusammenschreiben. Frau Wife! Ihr kennt Streaming erst seit der Mai. Ja gut, das ist eh klar. Achso, was? Ich kenn Streaming erst seit der Mike mit deinen Streams gesagt hat. Ich schau auch die alten Folgen. Eine Menge gelernt habe ich auch schon. Ich weiß jetzt, was demonetarisieren, striken und claimen ist. Mach weiter so. Mo mi bist Abendpflichtprogramm. Habe ich da im Discord schon gesagt. Diese herzlichen Worte, die gängen auch über Butter. Danke dir. Oder du weißt, demonetarisieren, striken und claimen ist. Ganz ehrlich, um das geht's mir eigentlich überhaupt nicht. Das Einzige, wovor ich ein bisschen Respekt habe, ist der Strike, weil dann darf ich nicht mehr streamen. Aber selbst wenn, kriegen wir auch irgendwie. Hans Wurscht, stop it! Akute Fotzengefahr. Boarischer Verhaltenskodex. Stop it. Get some help. Stop it. Hans Wurscht, danke dir. Sam Crowife, danke dir. Küber Schorsch hat auch noch 3 Euro hergerufen. Der Birger da jetzt zu mir aus der Isar, das haben wir schon gehabt. Wir waren an der anderen wieder. Mein Gott, ich kann aber nicht alles gleichzeitig lesen. Der Unrumble, schau, auch kein andere, bist der Beste und authentisch. Es geht auch wie Butter. Dankeschön. Ja, mach. Kannst du mal den Unterschied zwischen bayerisch, was? Mein Gott, Leute, chillt halt einmal. Ich mag Donations auch nicht ausmachen. Was ist denn das? Was? Kannst du mal den Unterschied zwischen bayerisch, YouTube und Mundart erklären? Ja, Wake, vergesst nicht mehr, heißt der mit dem Dosenbesaufen Video Hermann, oder? Ja, das weiß ich nicht. Da reden wir gleich drüber. Wenn ich alle im Geld schmeißen daten. Wie lang kann man die 2009 T-Shirts kaufen? Will man richtig einbuttern in die Mix? Also, Alex, so geht's für den Euro. Die T-Shirts wird's wahrscheinlich für immer geben. Leider als Schild, sag mal, was ist denn los? Im Shop wasch. Alter.
Das heißt, du hast für 80 Euro Zeiger gekauft oder für 70? Im Shop war Isho und damit der 100er jetzt voll wird. An der Stelle, danke an dich, danke an alle anderen, die sich das Zeug gönnen. Ich glaube, damit versuche ich ein bisschen mein Gewissen zu beruhigen. Es ist was Besonderes. Es ist nicht einfach nur, wie soll ich sagen, irgendein Beitel genommen und aufs T-Shirt gerotzt und irgendeinen Text genommen und aufs T-Shirt gerotzt und dann da gekauft. Sondern ich habe mir wirklich Mühe gegeben, ich habe mir hingeguckt und habe das wirklich selber gezeichnet. Ich meine, ich habe zwar im Stream größtenteils ja teilweise schon zugeschaut und das Handy-Original-Beitel, der hat nicht der Chris gezeichnet, ausnahmsweise mal. Der Chris ist übrigens der Zeichner vom Trachtman. Der Trachtman ist ein bohrischer Superheld, den gibt es in Comic vorne und der Trachtman.de. Genau, haben wir gesagt, langsam aber sicher, mal viel öfter, um ehrlich zu sein. Und da hat man denkt so, das ist dann einigermaßen was Besonderes und toll. Becky! Du bist der Beste, ich versuche auch immer live dabei zu sein, wenn nicht, dann immer von 27 Stunden nachgeschaut muss, weg, die Katze möchte lieb gehabt werden. Das kann ich vollkommen verstehen, ich habe auch 3 Katzen. Und eine davon ist eine Babykatzen, die ist rollig. Alter, die geht anders ab. Du gehst raus und du rollst sich am Boden umeinander, was weiß ich. Ihr habt die Babymieze noch gar nicht gesehen. Die hat noch gar keinen richtigen Namen. Die habe ich noch nie im Stream erzeugt. Die haben wir aber auch noch nicht so lang. So eine richtige Babymieze ist aber auch nicht mehr. Ey, warte mal, vielleicht finden wir Miezi. Warte mal, schauen wir mal, ob wir Miezi finden. Miezi! Und die hat auch noch keinen Namen. Sie hört aber mittlerweile ziemlich gut auf Miezi. Miezi! Und dann habe ich mir gedacht, so, nehmen wir es doch einfach Mrs. Miezix. Geht sie am nettesten. Ja, Moment, schauen wir, vielleicht kommt's. Vielleicht ist eine brave Miezi im Moment, die trinken Schluckerl. Achtung, Baby-Miezi. Miezi! 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 Jetzt quasi da heraus, ich weiß nicht, seht ihr das nicht. Da ist so ein Schrank, und da ist oben eine Kiste und da ist ganz oben und schaut oben. Vielleicht kommt's. Moment. Ja. Ja, dann kriegen wir hier, hui! Puffer mit hinten. Oh, du kratzt mich. Aua, aua, Baby. Sag mal hallo. Bitte, was ist da los? Die kennen sich nicht recht aus, die hat da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Schau hin. Nee, das war's. Sie hat keinen Bock. Hä? Mrs. Miezix. Wo bist du denn jetzt? So. User. Entfort! Na, hat funktioniert. Hat funktioniert. Ich muss die wieder zumachen. Momi. Fix unterm Stream aufstehe. Unterm Stream aufstehe, das ist wirklich nicht. Ja, die ist noch so jung, die hat überhaupt keinen Bock nicht, dass du die irgendwo hinlegst oder sonst irgendwas. Wenn ich jetzt einen Plötze oder einen Katzbrocken da hätte, dann kann ich doch her sitzen und da denken so, versinkt in seiner, eine Katzen auch gerade so fett, versinkt in seiner eigenen Fetten, dass sein Gesicht schon gar nicht mehr siehst, so, und liegt da und macht, du kannst dem 24 Dosen und Schüsseln vor der Fuhre stellen, er wird sie alle fressen. Er wird sie alle durch die Bank, wird er sie fressen. Und wenn er die 34. gefressen hat, dann schaut er die wieder so in seiner fetten... keine Ahnung, er ist das, weiß ich auch nicht. Er ist der fiese Fettsack. Der Plötze. Hauptsächlich der Plötze, der Brocken. Also der Plötze ist auch so, der ist im Winter fett wie Sau. Und im Sommer nimmt er dann aber ab. Da wird er wieder langsam dünner, so im März, April, Mai, blub. Und dann ist er schlank, so in der August schaut er aus, als würde er gar nichts zum Fressen kriegen. Und von einer auf die anderen, auf der Woche schon fast, kommt er und frisst eine, als gibt's nie wieder was zum Fressen. Warum? Plötzlich, warum? Du musst doch irgendwo, das kann ja nicht gut sein. Ein Mensch, wenn das tut, dann weiß ich nicht, dann kriegt er Diabetes. Ich weiß auch nicht, ob ich das... Alter, was sagst denn du so in deiner Freizeit? Alles. Gut, stimmt auch nicht ganz. Becky! Baby-Meats! Snickers! Was? Mehr Miezi hockt vorm TV like, give me. Give me some food, human. Fuck you, human. Feed me till I die. Das ist Katzenleben, Alter. Katzenleben. Ja. Und jetzt überlegen wir die ganze Zeit, ob wir uns einen zweiten Hund besorgen. Ja.
Da ist schon wieder so ein rumänischer kleiner Welpe, 4 Monate alt, der hat einen behinderten Hax, sitzt der großherzige Bürger, sitzt wieder da und denkt sich so, na, Alter, nicht, na, stop it! Und wenn den Hund holen, dann nennt man Regina! Oder was weiß ich, irgendein Blödsinn nicht. Wer schmeißt denn da schon wieder mit Geld? Jetzt chillt's einmal. Herr Mach, Mundart versus bayerischer YouTuber. Frage ist noch offen. Herr Mach ist noch blöd. Mag nicht blöd sein. Herr Mach, wer noch Herr Geibefilm, mein Baby mit sich dat die Ming. Die schlabbert geschmeidig gern ein Das tut sie ja, das sind alle unsere Katzen. Die wenn einmal da so in der Naten sind und dann riechen sie da am Boden und dann schlecken sie rein. Weiß ich nicht, vielleicht habe ich ein Stückchen Speck drin versteckt. Keine Ahnung. Was haben wir noch? Den Rest kann ich schon wieder nicht lesen. Egal. So. Mundart versus bayerischer YouTuber. Wo ist der Unterschied? Also, ich bin ein bayerischer YouTuber. Nehmen wir als konkretes Beispiel, der CEO ist ein bayerischer YouTuber, weil er nun mal aus Ringsburg, glaube ich, aus Ringsburg kommt. Und er kann auch bayerisch, aber er macht hochdeutsche Videos. Ich bin ein bayerischer YouTuber und mache ausnahmslos bayerische Videos. Sprich, der Preißensepp versteht ein CEO in seine Videos sehr gut. Darum hat ein CEO die 100-fache Reichweite von mir. Fritzchen nennen wir für Körperteile Was? Fritzchen antwortet Hals, Maul, Arschgesicht. Hals, Maul, Arschgesicht. Luca, das war ein Zwickel wert. Merci dir. Alex, die Hemden sind was? Die Hemden sind immer da. Das heißt für mich, dass ich den Donation-Süchtigen damit so gut bezahle, dass er Edelnutten auf den Stunden und neidisch wird. Ja, wird's. Hat Tage gegeben in diesem Jahr, ja, da wird die Nutte neidisch. Zirngibi, Spendenaufruf für was? Zirngibi, du müsstest doch mittlerweile auch besser wissen. Spendenaufruf fürs Tierheim Birgerli. Das, ja, mittlerweile kann ich dann langsam aber sicher wirklich einmal losziehen und dann sagen so, jetzt ihr spendt's quasi schon am Tierheim. Dann haben wir nämlich 3 Katzen und 3 Hunde eigentlich. Wobei der zweite Hund, den wir eigentlich schon haben, gehört mehr meiner Mom. Das ist ein schwarzer Schäferhund und schon relativ alt. Aber ist ja wurscht. Ja? Da haben wir 3 Hunde und drei Sachen, was weiß ich. So, ist der Unterschied verstanden worden zwischen bayerischen YouTuber und Mundart-YouTuber? Ein CEO, jetzt unabhängig davon, wer wie viel Erfolg hat, okay? Wie viele Abonnenten hat der CEO? 500.000? 400.000? 300.000? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber schauen wir nach, aber nicht, dass ich einen Kass verzeihe. CEO, wo ist der CEO? Mit dem, da habt ihr mal am Anfang, wie das bei mir so angefangen hat, sehr oft geschrieben, ey, machen wir was mit dem CEO. 363.000. Okay. Ist eine Ansage. Ja, ist eine Ansage. So. Wie erkläre ich das jetzt? Der CEO schmerzt in 99 von 100 seiner Videos. Bayerisch ist gleich ein Schweizer, wo probiert Preise zu reden. Was? Stimmt doch nicht! Herr Birko, das stimmt doch nicht. So. Theoretisch hat ein CEO die Reichweite eines hochdeutsch sprechenden YouTubers, weil er nun mal 95% Hochdeutsch-Videos macht. Und selbst in seinem bayerischen Format, was ich unter anderem ganz lustig finde, allerdings, wenn du das dann 2, 3, 4 Mal angeschaut hast, dann war es auch wieder. Denn seine Videos haben wir zu hudelig einfach. Mei, ist ja wurscht, Geschmackssache. Dann merkst du, dass er auch in seine, wo er bayerisch schmatzen möchte, sehr oft Hochdeutsch schmatzt. Weil er genau weiß, dass er seine Community nicht versteht. Ist okay. Ich, wenn aber Videos mache, ich mag nicht Hochdeutsch reden. Erstens, weil ich mich auch wie ein Vollidiot und zweitens, weil halt, ich hätte schon lang die Kurve machen können
und langsam immer weiter in so ein halbscharig Borisch abdriften und irgendwann dann so nur noch 50-50 Borisch, Hochdeutsch und dann wird's immer mehr Hochdeutsch und dann benutze ich Borisch nur noch, wenn irgendwie, weiß ich nicht wann. Wird bei anderen Streamer auch gespendet. Hashtag Hartgeld. Ja, wird. Also ich bin keine Ausnahme. Da Kalotte, vergesst über den Fünfer, der Bierger aus dem Video vom letzten Mittwoch schon. Was? Meins? Ton und Video passt nicht wirklich zusammen. LG Slayer, was? Ton und Video passt nicht Das ist öfter bei den Streams also, gell? Das nervt mich unbandig. Merci dir. Merci für den Hinweis. Ich werde es mir nach dem Stream einmal anschauen. Da wird es mehrere vergangene Streams geben, da wo der Ton nicht passt. Ich weiß nicht, an was das liegt. Das ist bei Streams, die länger wie 2 Stunden dauern, passiert das manchmal. Das ist ein bisschen dumm. Ich bin dumm. Es ist aber erst so, wenn es verarbeitet ist. So. Dann weiß jetzt nicht, was da noch genauer zum Erklären gibt. Harry G. hat es zum Beispiel so gemacht. Ne? Seine ersten Videos 100% Borisch. Für mich auch lustig, hat es so noch nicht gegeben. Geil, lustiger Typ, passt. So. Dann ist der Erfolg gekommen und dann da kannst du richtig krass zuschauen. Wenn du seine Videos von Anfang bis jetzt anschaust, wird es immer mehr preisen scheiße wird. Ja? Und immer mehr, ich weiß auch nicht, weil er halt einfach merkt, du bist in Bayern und Österreich gefangen, irgendwo ist der Zuspruch dann und die Reichweite begrenzt. Jetzt musst du anfangen Hochdeutsch zum Schmatzen, sonst kommst du nicht mehr vom Pfleg. Wann oder wo rutschst du mal, was? Wann oder wo rutschst du mir am ersten ins Isarpreisisch? Gar nicht, oder? Nein. Also ihr merkt, ihr wisst es ja in meinen Videos, ich benutze rein hochdeutsche Begriffe nur als ich möchte dem Ganzen Nachdruck verleihen. Ja, so rede ich dann einmal kurz Hochdeutsch. Aber ich glaube nicht, dass irgendwo von mir, seitdem dies bei mir alles so, der Kanal so gewachsen ist und so, dass ich da irgendwo länger als einen Satz lang ins Hochdeutsche abtrifft. Für meine Frau und mich bist du fix Programm. Danke für die geile Zeit. Danke für die geile Zeit. Weiter so und krasse Grüße aus Wien Trölt. Also, schöne Grüße zurück nach Wien. Also, nach Wien, schöne Grüße aus Niederbayern. Es ist mir immer eine Ehre, wenn die Lieblingsnachbarn zuschauen. Und liebe Grüße an die Frau. Das ist auch so krass. Irgendwie, da seid ihr offenbar auch nicht die Ersten, die das schreiben, so quasi. Du bist festes Programm. Und ich sitze da und denke mir so, Leute, richten Sie danach, dass ihr am Montag oder Mittwoch auf Nacht streamt, damit sie sich das anschauen können. Geht's eigentlich noch geiler? Keine Ahnung. Geschissen auf Donations, geschissen auf verkauft 2 T-Shirts oder 500. Egal, wie viel Geld das da vom Himmel irgendwann runterrennt. Keine Ahnung. Das ist der Grund, warum ich auf den Scheiß Bock hab. Keine Ahnung, es gibt so viele Leute, die sich bei mir bedanken danke für die geile Zeit, danke für das, du bringst uns aber zum Lohr, wie viele Leute mich anschreiben, du hast mich durch eine massiv schwere Zeit begleitet, schon seit einem Jahr oder seit 2 Jahren oder was weiß ich, und du bringst mich immer zum Lohr. Alter, das ist unfucking bezahlbar. Scheiß auf den ganzen Dreck. Weiß ich nicht, wie ich es anders sagen soll. So. Servus, heute Monster Product Placement. Das ist noch eine klare Ansage an Monster. Ich bin bereit, mit euch den Vollbier-Squad Ausnüchterungsformel-Scheiß zu entwickeln. Die wird super wieder. Monster? Ich hab mein Monster schon gesucht, steht da daneben. Ja. Product Placement von hinten. Alter, von hinten. Hashtag wird ein Alter. So, der eine Dislike ist ein Preis. Wir haben einen Dislike. Stimmt. Leute, an dieser Stelle bloß zu mehr Geld in der Hosen, drückt mir auf den Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Drückt aber auch auf den Daumen nach oben, wenn es euch nicht gefällt, weil, was ist schon total wurscht. Warum ist denn eigentlich der Chat immer kaputt? Ganz ehrlich, das nervt mich anders. Muss ich mir dann irgendwas anderes einfallen lassen, wie diesen Chat da zeig. Ich sag Twitcher sehe ich überhaupt nicht. Was, darf ich auch mein Hand in Hosen? Schon aufs S. Steffi schreibt, immer. Montag und Mittwoch bist du immer der einzige Termin,
den mein Mann und ich hab, das ist krass einfach. Das ist schon krass eigentlich. Ich glaube, dass mir immer noch nicht so ganz bewusst ist, wie viel Leid, dass da eigentlich mein Scheiß so schauen. Und für was ich am aller dankbarsten in diesem Jahr bin. Da habe ich so viel Angst davor gehabt, das habe ich aber auch schon oft erzählt, aber das ist ja scheißegal. Ich habe so viel eher Respekt als Angst gehabt, aber irgendwie natürlich, wenn du mal den Kanal so beieinander hast und diese Reichweite hast und so. Hey, geil, wie viel Tests geht da? Was willst du? Psst. Merci dir. Dann denkst du natürlich drüber nach, so, na fuck, natürlich möchtest du es weitermachen und immer was Besseres machen und das jetzt nicht verlieren oder schleifen lassen oder sonst irgendwas. Und ich wollte schon immer streamen und hab eigentlich gemeint, so, jetzt ist das Einläuten des Untergangs, jetzt streamen wir nur noch Gaming. Ich bin mir so sicher, dass diese Community nichts mit diesem Scheiß Gezocke am Hut haben will. Schalten Stream ein und wir kriegen 2000 Leute in den Stream. Brudi, das soll uns erstmal jemand nachmachen. Und dann kann er mir kommen mit was weiß ich, was er mir dann kommt. Mehr kann ich nicht sagen. Der Flo, der allererste, schreibt: Langsam. Bitte hör niemals auf mit dem Bayerisch reden. Das habe ich so gern, Alter. Vielen Respekt. Ich werde niemals. Da kann mir, weiß ich wisse nicht, wie viel Geld mir geboten werden müsste, dass ich irgendwann sage, ja, okay, jetzt können wir über Hochdeutsch Video schmerzen. Weiß ich nicht, wie viel das sein müsste. Das mag ich nicht. Warum? Ich kann es auch gar nicht. Wieso soll ich was tun, was ich nicht kann? Ja, gut. Hätte ich niemals Call of Duty oder sonst was spielen dürfen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja? So. Wo ist ein Heisel? Keine Ahnung. Das haben wir zurückgeschissen. Der Patrick, wolltest du nicht, was schreibt er? Wolltest du nicht Sommer 2018 aufhören? Warum wollte ich mal fragen, Herr Patrick? Ich wollte. Nein, ich wollte eigentlich nicht aufhören. Ich hätte Ende 2017 hätte ich mir kurz, das habe ich aber in How to Beer erklärt, musst du das nämlich anschauen. Ja. Grüße aus dem schwäbischen Donaumoos, mach weiter so. Ja, der schierche Hund, vergesst für den Zwickel 29, ich werde mich anstrengen, ich werde so weitermachen. Vielen lieben Dank an euch alle an dieser Stelle übrigens mal. So. Der Marco Pogo von Turbo Bier hat den Typ gefunden und ja, der heißt Hermann. Okay. Schreibt der Maxi King auf Twitch. Das ist dieser Typ mit man den 1000 besaufen. So, finde ich auch lustig, hab ich lachen müssen. Das Einzige, was ich peinlich finde, ist, dass auf Facebook so viel Leute gibt, die irgendwelche sogenannten Humorseiten betreiben, selber keinerlei Leistung in diese Zeitung einstickern, aber nur Videos klauen und runterladen und sonst irgendwas ihren Namen drunter und drüber schreiben und dann ohne Witz T-Shirts mit diesen Sprüchen, 1000 wir saufen unseren Scheiß verkaufen, obwohl es nichts damit zu tun haben. Warum geht denn da keiner her und sagt mir, halt die Fresse, für was gibt mir ihr eigentlich mir, dass ich sie das anmache? Dass ich selber Witze erfinde und so weiter. Was? Ja, Raiden! Wir schauen auch immer zu dritt. PS, PUBG war geil. War lecker, das ist ja ewig hier. Bei der PUBG installiere ich nie wieder in meinem Leben. Nie wieder. Raiden, vergesst für den Zwickel. Wer war der andere? Fox McCloud? Nein, das haben wir schon getestet. Leute, jetzt mir auf mit dem YouTube Superchat, weil das Scheiß drum einfach YouTube frisst. Falls euch das interessiert, ich denke mal, das interessiert euch. Schirger Hund, Grüße aus dem Schreiben, das haben wir schon. Monono, Raiden, haben wir auch Birko. Aber bei mir ist Montagmittag Bürgerzeit. Sus kommt der Apache. Ich gehe davon aus, es soll heißen, sonst kommt der Apache. Aber mittlerweile kommt der AC 130 und die pfeffert da sauer Sehne und putzen, dass du sagst, gibt's das. Hansi, machen wir eine Roomtour. Das habe ich auch schon mir erklärt, das ist was, das mag ich nicht. Das sind Sachen, das ist keine Ahnung, das ist fucking private. Außerdem wohnt da nicht bloß ich, sondern auch meine Freundin. Und die mag das nicht und deswegen gibt es keine Roomtour nicht. Habe die Ehre von der Haushammer Feuerwehr. Haushammer Feuerwehr, habe ich die Ehre zurück. Kannst mal beim vorbeischauen. Weiß ich nicht, wer das ist. Nö. Oh nein, ich glaube, der ist wirklich tot. Alter, wieso hab ich das nicht gewusst? Rest in Peace, Katzenbrocken. Leck, ich hab das echt nicht gewusst, oh Gott. Einmal Eclipse. Der Katzenbrocken ist nicht tot. Das war nicht der Katzenbrocken, das war der Mietsbatzen. Den haben's ziemlich genau
ziemlich genau vor einem Jahr, ist das schon wieder ein Jahr her, so krass wie Zeit vergeht, das ist brutal. Vor einem Jahr haben sie uns den zusammengefahren. Rest in Peace, Mietsbatzen! Ja, Barbarianer, 1, 7, 3, vergeht's gut. Die Rebirge habe eigentlich nie Livestreams oder so angeschaut, aber die schaue ich schon regelmäßig an, mach weiter so. Ich mag gar nicht wissen, wie viele Leute ich bei uns allein in scheiß Bayern zu Twitch gebracht habe, die vorher noch nie irgendwas von Livestreaming, Gaming-Streams oder sonst was gehört haben oder vielleicht sogar Leute bekehrt habe, die das immer vielleicht ein bisschen belächelt haben, so mit, wer schaut sich so einen Scheiß so und bla bla bla, und jetzt da aber da sind und sie das anschauen. Das darf mich mal interessieren, aber nein. So, was haben wir noch gelesen? Welchen PC hast, also was drin ist, LG aus Österreich. Daniel, das müsst ihr seht eigentlich hier auf Twitch am allerbesten, das habe ich in die Beschreibung eingeschrieben, aber ich lese euch das gerne mal vor. Die Frage kommt nämlich öfter, was hast du für einen PC? Lalelu. Wieso höre ich mich selber heute ein Maulbürger, ich mag die nicht. Ich habe einen i9 9900K, ich habe Z390 Aorus Elite. Ich weiß das nicht auswendig, ich merke mir so einen Scheiß nicht. Alex, was sagst du zu den Death Stranding? Alter, Kojima ist schon eine kranke Sau. So ehrlich sei? Total overhyped. Story? Heute in mein Maul. Wer sich diese kranke Scheiße ausdenkt, geile Nummer. Aber das Gameplay... Satz. Warum sind denn leider nicht einfach ehrlich? Bloß weil Kojima draufsteht, ist aber jetzt der DHL-Simulator eine tolle Sache. Ja, genau. Dann habe ich ein RTX 2080 Aorus Extreme. Maus und Dings habe ich Rocket Zeug und der Rest interessiert sowieso nicht. Bernhard Donner, 222, mir geht's gut. Ja, Gott sei Dank. Das wird eigentlich einmal Zeit. So, Beckert, auf jeden Fall, davor was das für Krampf, alles Stubenmocker, was, die nichts können, etc. Was, kommt da diese Diskussion, da wo mir auch über das Kotzen kommt. Ja, da wenn irgendwelche Meldungen kommen, so von wegen, ja, YouTuber hier, YouTuber da, und es schafft es irgendwann einmal mit irgendeinem Aufsehen in irgendeiner Mainstream-Zeitung, Bild, Stern, Welt, whatever, und dann lese ich so Kommentare wie, oh, da muss er endlich sich eine normale Arbeit suchen, da wo ich jetzt wieder neben sitze und denke mir so, Gott, du ahnungsloser Volltrottel, alles, was ich außerlese, ist Neid, Blindheit, gnadenlose Dummheit, und absolutäre Ahnungslosigkeit und für genau sehende Leute. Er hat's genau richtig aufgekommen auf Facebook. Der hat schon richtig. Kommentier du Dumme weiter. Du bist verrammt, bist weg von der Straße, das ist gut. So. Was Ghost Nick schreibt, ist er Eiche Mitte zusammengefahren worden oder wir? Was? Was, Alter? Ich weiß nicht. Hol einen Katzbrocken. Der Katzbrocken und der Plötze, die sind beide draußen. Also die haben nicht da. Alter, wieso höre ich mich selber? Halt's Maul, Birger, ich mag dich nicht. Birger, 2.12.2001. Ja, Mai ist mal wieder ein rausgerutscht. Was schreibt der Herr Wagner? Erstmal nix dort, dann schauen wir mal und dann sehen wir es schon. Ja, da hat er recht. So soll es sich eigentlich auch ganz Leben lang richten. Ja? Nix mit Gewalt. Dann geht alles von selber. Birger, schau dir Komiker Varion an. Der ist voll lustig. Kenn ich, hab ich noch nie gehört. Aber wir werden uns jetzt auch keine Videos anschauen, weil Striking Coming. Was ist. Birger heißt dein Katz Katzbrocken. Sebastian Eck. Ja, eine meiner 3 Katzen heißt Katzbrocken. Eine hat Mietsbatzen geheißen, eine heißt Plötze. Und die wir vorher gerade gesehen haben, die heißt Miti. In dem Tonfall. Die hört nicht auf Miti oder Mital, sondern die hört nur auf Miti. Das ist der Sinn dahinter. Das keinen Sinn hat. So, weil der Herr Glanzer gerade schreibt, die Musik wird immer noch geiler. So, Musik. Die meisten von euch, das ist jetzt das erste, also was heißt das erste Mal, das letzte Mal bis dahin, dass ich über Musik spreche. Ich hätte gern gehabt, dass niemals jemand von der Musiziererei von vor 5 Jahren was mitgekriegt hätte. Denn dann hätte ich jetzt ziemlich viele Sachen, die ich einfach bringen kann und kann sagen, die ist nagelneu. Und das geht's aber auch, geht's nicht ganz, aber auch so ein bisschen. So.
Hoffe ich nicht, vergesst für den Zwickel und habe Folgendes. Ist das irgendwie schlimm, komisch oder dumm oder schlecht oder beschissen oder was weiß ich? Ich habe einen Haufen Musik gemacht, das war so von 2014 bis 2017 ungefähr. Ja, also kurz bevor das da angefangen hat mit der ganzen, nennen wir es mal Comedy-Gedöns, Kack-Videosache da. So. Jetzt weiß ich, dass ein, zwei Videos haben über 100.000 Aufrufe, das weiß ich, der Captain Fall sagt zum Beispiel. Und, fuck, wie heißt das an? Der Blau-Weiß Sicarus. Ich werde ihn nicht releasen. Aber der ganze Rest. Ich bin ein Rasensprenger. Birko! Kehrt Miezi zum Miet. Nein. Die ist nicht verkäuflich. Merci dir. Und es gibt so sehr vielen von diesen Liedern, wenn man sie so nennen kann, keine Videos. Und viel davon haben nicht mal, ja, das ist jetzt in Anführungsstrichen verglichen mit dem ganzen Rest in die letzten 3 Jahre, okay? Fast keine Aufrufe, ja? Und ich bin mir fast sicher, dass wenn ich das der jetzigen Community 80.000 plus präsentiere, dass das wahrscheinlich ziemlich gut ankommt. Der Mike schreibt's gerade, WASD zum Beispiel. Da sitze ich da nicht und bin auch davon überzeugt, das ist uns gut gelungen damals. Und das haben wir für Leute geschaut, 20.000 und davor wahrscheinlich 5.000 bis 10.000 Mal dieselben. Ganz ehrlich, für das, was da Arbeit drin steckt, was überhaupt nicht zum Vergleichen ist mit dem jetzigen übrigens, mit Videos und sonst was, das ist das 100-fache an Arbeit. Lieder schreien, machen, das ist alles selber gemacht, ja. Ich meine, dementsprechend ist da auch die Qualität. Muss man auch sagen, ich habe das in einem Studio aufgenommen oder sonst irgendwas und das geht's auch gar nicht. Aber neue Videos dazu machen und die Musik dann quasi neu unter die Leute bringen. Versteht sie, wie ich meine? Natürlich haben in dem Fall ihr, der harte Kern, der regelmäßig Streams schaut und so weiter, wovon jetzt mir ausgeht, es sind von den 80.000 Abonnenten ungefähr 10.000. Ja, dann gehen immer noch 70.000 Leute ab, die das nicht kennen. Ja, denen darf ich das gern nicht vorenthalten. Darum darf ich gern zumindest alles sehen, außer ein Captain Foul sagt, der eh schon über 100.000 Aufrufe hat. Und vielleicht blau-weiße Karos, und die haben auch abgesehen davon schon ein Video, neue Videos machen. Um die Leute darauf aufmerksam zu machen. Ist das, was haltet ihr da davon? Ist das schlimm? Ist das scheiß? Ist das egal? Mach einfach. Ist das keine Ahnung? Und ja, weil es da schon wieder fällt, nein, das Kalbe, bla bla bla. Ich hab schon dran gearbeitet, okay? Falls ihr schmeckt, wo der Hase hinläuft. Okay? So, das mag ich dann, das ist dann wieder das, dann kriege ich schon wieder ein schlechtes Gewissen, weil es im Prinzip, ja, das habe ich ja schon vor 3 Jahren gemacht, das Musikzeug. Jetzt kack einfach ein neues Video drauf und release nochmal, weil Hauptsache Klicks und Hauptsache blablabla. Da denke ich dann schon wieder, kriege ich schon wieder ein schlechtes Gewissen und denke mir so, du musst mindestens ein Nice bringen. Mindestens, Alter. Mindestens, wenn nicht sogar 2 oder 3. Okay? Herr Kratzer, vergesst wieder noch, der Musi läuft heute noch bei mir im Auto. Hashtag. Ja, das ist dann der ganz krasse, harte Kern, der das halt schon kennt. Für euch wird das nichts Nice sein, ja? Und damit zumindest ihr was Nice habt, ich kann ja einfach hergehen und kann einfach wieder bloß ein Battle aufladen, lass das Video auf, wird schon passen. Mach ich ein nice Video dazu. Ja? In dem Stil von Backern, weil mir das einfach reizt und weil es mir selber gefällt. In diesem Comic-Stil, dass verschiedene Battle mit Sprechblasen reinkommen, mit dem Text und so weiter. Ja? Da hätte ich gern machen. So. Dann mach doch, was du willst. Dann mach doch WASD willst. Und ich hab noch kein Auto. Ja, mei. Und wie schaut's mit Bavarian Sepp aus? Wird's nicht mehr geben? Strike-Gefahr viel zu hoch. Viel zu. Außerdem ist es nicht mehr lustig. Seien wir uns doch ehrlich, die scheiß bohrischen Synchros sind nicht mehr lustig. Was ist mit dem Chat eigentlich los?
soll denn das eigentlich da stehen? Da ist einmal ein Loch drin. Naja, ist ja wurscht. Darfst du, warte mal, Frau Kerndl fragt, darfst du bzw. magst du oder kannst du das Liedl vom Kiste und dir aufwohnen, du meinst wahrscheinlich auflohnen. Frau Kerndl, dir sei verziehen, W und L liegen meilenweit auseinander, aber ist egal. Das darf ich wahrscheinlich nicht. Und mag ich auch nicht. Sag ich ganz ehrlich, das ist ja weder fertig noch irgendwie irgendwas. Da müsste die einzigen Bedenken, die ich habe mit dieser Musikgeschichte, ne? Sollten diese 4, 5 Lieder, die da dann nochmal neu re-released werden, kämen nochmal, vielleicht hinter der Captain Foul sagt nochmal, weil drauf geschissen. Da gehört auch ein neues Video gemacht, keine Ahnung, das ist 5 Jahre alt. Ich weiß es auch nicht, mal schauen, das werde ich mir dann ausdenken. Angenommen, das soll jetzt nur halb so gut ankommen wie alles andere. Dann habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass mich Leute anschreien, hey, kannst du das mal live da und da spielen? Hey, wir die da und da Island zum Live-Spielen, bla bla bla. Auf der einen Seite denke ich mir, der tanzt in der Wolf. Du bist doch schon die ganze Zeit Mitglied, oder nicht? Aber den Chat haben wir dort her tanzen der Wolf. Merci für die Mitgliedschaft im Vollbier-Squad. Wo ich mir eigentlich schon denke, du bist doch schon die ganze Zeit dabei. Aber man lernt nie aus. Merci dir. Und have a great time. Flo, ich höre deine Songs mit einer Bluetooth-Box in der Ohr. Können wir uns das Liedl mit dir und Kisti nur mehr anhören, bitte? Ja, zum Mitschneiden, gell? Nein. I see what you did there. Wir schmeißen da schon wieder mit einem Zehner dahinter. Hansi! Warum, Mann? Und dann schreibst du nicht einmal was dazu. Was ist denn das, Hansi? Hansi! Okay, jetzt gibt wieder ein Zehner. Johannes, herzlichen Dank. Jetzt hört's bitte auf mit Zehner zum Schmeißen. Stop it. Get some help. Okay. Später, es ist schon wieder 10 nach 9. What? Okay. Irgendwann, ich hab's schon da gehabt, aber irgendwie auch nicht, ja, mei. Okay. So. Tja. Ich sehe gerade, ich war da am Mod. Gut zu wissen. Der Time to Mine, bist du nicht in beide Kanäle Mod? Eigentlich hätte man denkt so. Nein? Der Herr Fiestel schreibt, kommt der geiler Scheiß auch mal auf Spotify. Was? Wer ist die saugeile? Ja, das ist nicht so ganz einfach. Weil fast alle meine Lieder auf Beatcovers bestehen. Und ich glaube, auf Spotify gibt es keine nicht monetarisierte Version des Abspiels. Das heißt, wenn es da Copyright-Stress gibt, dann gibt es die richtig krass. Außer, und da hat mir schon einmal jemand geschrieben, das glaube ich war der Herr van Paukner, es gibt eine Möglichkeit, das vorher zu prüfen lassen. Oder wenn es da Copyright-Probleme gibt, dass da keinen Stress gibt, das Lied wird offline genommen und das war's dann. Weiß das jemand? Kennt sich da jemand damit aus? Hat das schon mal jemand gemacht? Keine Ahnung. Derry Bürger wird mir Mitglied im Vollbier-Squad. Oh Gott, das mag ich ehrlich gesagt nicht nur mehr erklären. Auf Mitglied drucken? Nehm es ist! Ich bin auch wieder da. Juhu! Ja, nehm es ist! Gott sei Dank! Vergesst ich wieder den Zwickel wieder. Der Patrick D. Hast du dich verarscht gefühlt wegen dieses Weißbier, weil sie dir das gestohlen haben? Woher weißt denn du das? Schöne Geschichte. Flo, vergesst nicht den Zwickel. Bruder, ich weiß nicht einmal, wie Videos mitschneiden geht, Bruderli. Mehr jetzt einfach nur mehr hören, weil es geil ist und uploaden tust es nicht aus verständlichen Gründen. Das vom Kiste. Finde das auf die Schnelle. Möchtest es hören? Kiste, bitte. Tu your hart, Brudi. Kiste, wenn du das hörst, das ist ja 5 Jahre alt. Das ist ja 5 Jahre alt, das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Ich baue wieder ein paar Mal dazwischen. Dann deren Leute. Ich bin ein Rasensprenger. Miss Bavarian, habe dritt, was hab ich versammelt? Habe die RRT, was hob I versam, hob grad eingeschalten. Nix, merci für den Fünfer.
Du hast versandt, dass du mir nicht 5 Euro in den Anscheiß schiebst. Das hast du versandt. Stop it. Get some help. So. Jetzt muss ich schnell schauen, wo das ist. Beat Trompeter. Bockern. 90er. Kisti-Feature. So, dann gehen wir da her, lass uns einmal laufen. Ich zeige euch das einmal noch mal kurz, wie das bei mir da ausschaut. Oder damals ausgeschaut hat. Ich meine, das Programm ist 1 Million Jahre alt, das haben wir letztes Mal schon gesehen. Ihr wollt es nochmal hören, wer zahlt schon auf da? Bitte Dankeschön. Woher das weiß, weil du schon 1000-mal erzählt hast. Dass mir das 300-Video gestohlen worden ist, habe ich da 1000-mal erzählt. Das ist eine Zeit her, wann ich das letzte Mal erzählt habe, weiß ich nicht. Achtung, Moment, wie kann man das Monitoraufnahme, da kann man so mal sagen, nice, ja, so schaut das aus, das da ist ein Kisti sein Teil, das ist ein Crank Spencer sein Teil und das da hinten ist dann mein Teil, hören wir uns einfach an. Mein Rap ist dreckert, weil wenn's pennert aus beim Scheißen nicht zerfäselt Schwuchtel-Rapper, weil wenn ab so von einer Händel frisst, indem ich mir das Fick und der Lieber bin, das ändert nix, ich kenn da nix, bring weiter dopen Shit wie Fehler-Tricks, wenn ich foot bin, kann's passieren, dass du nix auf dein Fehler sickst, es kann auch passieren, dass... Ist aber unangenehme Unterbrechung, Herr Flo. Danke, Bürger, bester Mann am Platz, macht die Hook von einer ins Kolbe auch noch. Danke, Bürger. Bester Mann am Platz. Mocht die Hook von 99 Häuber, nur weil Mascho dabei sein Haha. Flo, merci für deinen Zehner. Merci für den Zehner. Aber 99 Kolbe wird erst einmal unter den Teppich gekehrt. So lange, bis fertig ist. So, weiter geht's. Donnertin am Keller sitzt und du vor mit feuchten Weizen Schorsetz am Teller kriegst. Jetzt bringt der Mensch der Kiste. Ans Mike, guck mal, Blade. Es kann sein, dass die der Bracke zerreißt. Da geht's a Hacke ins Kreuz. Um 5:30 in der Früh, da geht's dann Schatz für Polizei. Also pack jetzt besser ein. Heute klappt mir das, wenn's am Kiste gleich ein Strich geht, dann das lag der D. Ich glaub, die Raster selbst die Zoden rasieren. Da gehen es in Sekten-Shit auf dem Klo propagieren. Bitte fragt ihr nicht warum, wenn's davor mal eine Eger host. Bitte fragt ihr nicht warum, wenn da keiner mehr klar hab. Bitte fragt ihr nicht warum, wenn's Christel auf mein Eger hockst. Bitte fragt ihr nicht warum, gehst du einfach so, an der Stelle ganz kurz, Kiste, bitte sei mir nicht best. Das ist der Crank Spencer! Siehst ein Steuer ausmisten und dann noch die Hock in Wollt ein Tricht, bis kein Holz mehr gibt. Wenn du übersieht, kommt dann, wenn ich der alte Fingers mit mir wieder alte Milli gibt, dass ihre alte zieht. Die heute nix von dem Flieger so, als was du Pseudos nicht, bevor's mir Watschen schneuzt, reiß immer lieber mein Kräuter mit. Also was ruderst du davon am Drogenzwang? Ein richtiger Hustler-Schluss, der zählt selber sein Bange und sein Ofenzaun. Es kann man dir so weit, dass sie der vertrickende Mutter. So, muss ich kurz unterbrechen, weil sonst rasiert mir der Kiste wahrscheinlich oder vielleicht der Crank Spencer. Ich meine, der Cranky kennt mich nicht mal und ich nenne ihn Cranky, als weiß mein bester Spezi. Tut mir wirklich leid. Aber ich tue sich außer mir noch jemand so ein bisschen hart an Spencer zum Verstehen, der da gerade dran ist. Manchmal schon, gib ich zu. Gib ich zu. Das ist in jedem Dorf, was du hast, ist und das selbst zu dritt durchgekriegt. Und dein Vater hat zugeschaut. Scheiß drauf. Der Bruder ist so vorsichtig, trotz auch passt auf Kokua. Und du Hurenburg glaubst, ich mag Witze, doch denkst du Witze, dann gehen wir in der Kiste und der Crank in der Stadt mit der Schwester vertritt. Ja, das ist Gangster, du Pisser. Aber sorg dich nicht ein, wenn einer von den zwei Partnern den Beilerspunkt unter der Ohrstück aufreißt. Bitte fragt ihr nicht warum, wenn's davor mal eine Eger host. Bitte fragt ihr nicht warum, wenn da keiner mehr klar habt. Bitte fragt ihr nicht warum, wenn's Christel auf mein Eger hockt. Bitte fragt ihr nicht warum, ja, ich sei einfach stark. So, jetzt kommt meine Wenigkeit. Okay, aber ich bin nicht der Plattenbau-Gangster. Der Leibbuch-Tag, ich putzen, kurz durch Doppelfisten-Schwinger. Bevor wir mit deiner Großstadt derben Mossen reden, ist das da automatisch dein Behindertenausweis verlängert. Oder kennst das? Kippt der Kiste Flieger Spencer. Los, du siehst Foodlappern aus dem Fenster hängen. Und schreib, wir gehen mal hin, Springer. Ist das dann mein Gold schauen, geschweige Dinger? Keiner, normaler Schäner. Wir sind eine Kacke, die verbrennen. Jetzt besiegt der ganze Homo-Gang im Tägersee der Dinger. Ich spreche vom Weizentrainer. Du Universum ist nimmer lerner, ohne dass der Mond lässt, aber mich scheit am Pony schäbert. Da wundert sich ja jeder von den Plastikflaschen Penner, wenn's beim Kiste Flieger Spencer hinterm Hinger hingen. Ja, wunderschön. So, ihr habt es euch gewünscht. Ihr sollt es kriegen. Das war der erste und einzige Wunsch, der heute in Erfüllung geht. So, nichts mehr Musik. Hä? So, ja. Keine Ahnung. Darüber wird hier nicht gesprochen. Über was wird nicht gesprochen? Chris Österreich, das ist ja fast so gut wie dich und der Gott um Himmel, Alter. Selbst wenn, niemals werde ich mich mit denen vergleichen. Niemals.
wohl oder übel muss ich mich momentan so ein bisschen damit auseinandersetzen. So ein bisschen. Damit ich zumindest so nach dem Motto, kenne deinen Feind. Ja, die haben einen riesen... Herr Elvanjo, Bürger, warum rappst du zweistimmig? Da sind Doppelungen drin. In fast jedem Rap sind Doppelungen drin. Da das aber wieder eine Studioaufnahme ist, noch, sondern mit dem Ding da ist die Qualität nicht das, was du vielleicht von einer CD kennst. Dafür kostet mein Zeug aber wieder nix. So. Ja. Dein Part ist besser. Herr Beuling-Mickel, das ehrt mich sehr. Ist auch ziemlich viel Schund drin. Aber Bohren drin wäre nicht so schlecht. Bürger, bitte grüß mich mal. Herr Oswald, grüß dich. Magst du auch dein Freund, was? Kannst du das auf YouTube teilen? Nein, kann ich leider nicht, weil es nicht mir gehört. Der Text vom Kisti ist auf seinem neuen Album. Ja, vorher hat jemand gefragt, hast du ein Kisti sein neues Album gehört? Also, nein, es ist ja schon eine Zeit alt. Ja, habe ich gehört und ich habe dann auch gehört, dass vor allem auch die Hook aus dem Lied in dieser Melodie und so weiter auf dem Album ist. Und das war wahrscheinlich sein Plan irgendwie, keine Ahnung, aber dann habe ich eben mit diesem regelmäßigen Rap-Zeug und Musikmach-Zeug aufgehört und dann hat das da angefangen und dann hat er es selber gemacht. Ich glaube, auf dem Album ist auch der Crank Spencer, glaube ich, heißt der nicht um. Das ist nur Kisti-Lied geworden, glaube ich. Und so macht man einen 10er voll, ohne dass ich es... Das stimmt nicht ganz, weil von jedem Euro gehen erst mit 32 Cent an PayPal plus noch mit 2 Cent Gebühren. Danke, Becky. Im Grunde war es ein 5er. Danke dir. So, wo haben wir jetzt die Konkurrenz? Warum geht denn mit? Bleibt nicht mehr der scheiß Chat-Hänger? Das kotzt mich dermaßen an, Alter. Zum Kotzen, diese Scheiße. Grütze fix. Chat noch im Fenster öffnen. So, jetzt machen wir es so. Twitch-Lite, das tut mir jetzt wirklich. Oder warte mal, vielleicht kann ich da in mein Dashboard reingehen und kann da einen Twitch-Chat lesen. Dann habe ich beide separat. Jetzt habe ich die Schnauze voll von diesem Scheißdrecksprogramm. Grütze fix, ich hätte noch fast ein Geld ausgegeben dafür. Kruzifix! So, jetzt müssen die eigentlich, jetzt pass auf, jetzt habe ich da 2 große Fenster. Da haben wir mir einmal, hoppala, blub. Da kann der Twitch-Chat gerne mal was schreiben. Schreibt einmal, habe die Ehre, ich weiß auch nicht, da, der Friedel-Baby. Habe die Ehre. Dann haben wir da einen Chrome-Chat, den haben wir direkt daneben, damit wir die natürlich, da ist natürlich der YouTube-Chat, meine ich, da ist natürlich um einiges mehr los als im Twitch-Chat, das war nicht schlimm, das ist ja nicht schlimm, ich habe euch ja beide lieb, Twitcher habe ich so ein bisschen mehr lieb, weil die haben ein bisschen mehr, die haben glaube ich ein bisschen offener für Gaming und so, und die wissen so ein bisschen so, die haben ein bisschen Streaming-affiner, habe ich so ein bisschen den Eindruck, weil, warum nicht, so, Bürger, du bist der Beste. Schreibt der Herr Oswald. Zu viel des Lobs. Jetzt, der größte Bürger, du Geldgeilerfix. Schwabe, Pauli, ja, jetzt gehen wir uns daher. Schaust du nur Weihnachtsmann KKG? Was? Nein. Sag ich da heute auch mal Servus. Der Handkerchief, habe ich dir. So, wen haben wir noch? Was für ein Spiel kommt da als nächstes? Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz beschlossen. Becky, stop it now! Na dann aber jetzt, P. Stop it. Get some help. Der ganze Stream 2 Stunden lang besteht nur aus Donations. Und dann so, ich kein schlechtes Gewissen nicht. Halt's doch ein Futzen. Ich weiß auch nicht. Kinder, danke von ganzem Herzen. Ihr wisst, was ich meine. So. In YouTube gehst du unter. Ja, da geht ja jeder unter. Da lese ich auch bloß jede 10. Zeile. Was haben wir da? Mad Max, Bürger auf Spotify, war brutal, Leute. Ich arbeite dran. Ja, es gibt durchaus ein paar Beats, wie WASD zum Beispiel. WASD ist ein völliger Freebeat. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den überhaupt her habe. Den hat man einfach anladen können, fertig aus. Aber den hat irgendjemand irgendwo gemacht. Den habe ich dann selber zusammengeschnipselt, so wie ich ihn brauche. Und das darf ich zum Beispiel laufen und dann glaube ich, habe ich kein Problem damit. Habe ich dritt, was hältst dann von Los Brutalos? Die haben mich auch schon gefragt. Wir haben halt einen Vogel! Ja, ich fürchte geil. Los Brutalos beziehungsweise deren Head, ja, einer Kopf, glaube ich, ja, eine Spezi vom Kisti, soweit ich das verstanden habe. Ich hoffe, ich verdue mich da jetzt nicht. Ich habe mir mal angeschrieben, ob ich Bock auf ein Feature habe und Bock mitmachen und so weiter und so fort. So, da kommen wir wieder zurück zu vorher, was ich erklären wollte. Wenn
wenn ich diese musikalischen Dinge bringe. Ja, das werden nicht viel sein. Ich habe ja, so viele Sachen habe ich auch nicht gemacht. Aber da wo ich sage, so, da orientiert sich ja ein Video dazu zu machen, das wollte ich sowieso schon mal. Zu ja genau, zu der Frage mich schon. Vielleicht sogar noch mehr nice zum Captain Foul sag. Zu da bin ich daheim, möchte ich gern generell ganz neu aufnehmen. Dann möchte ich ein nice 99 halbe Lied mal und, aber das alles im Laufe des nächsten Jahres, ja. Nee, was ist? Vergesst nicht Zwickel, beim nächsten Mal sind es 200 Euro Weihnachtsgeld. Alter, halt bloß dein Maul, ich sag das. Nein. Das ist ja nicht lustig. Also, das ist nicht, keine Ahnung, das ist was, Alter, ihr könnt nicht mir ein Weihnachtsgeld geben. Und schon gleich 5-mal nicht über einen scheiß YouTube-Chat, weil du da 100 Euro einfach YouTube in den Arsch schiebst. Von denen sage ich nichts. Das kann man jetzt übrigens glauben, wer will. Mal vielleicht eine kurze Ansage, weil heute haben sie schon wieder so viel Superchat-Donations. Bitte. Ja, beim Euro, das ist mir wurscht, weil da nimmt sie PayPal genauso viel Dickert. Aber wenn ihr mit 10er und 20er umeinander schmeißt, dann kommt YouTube und nimmt sie die Hälfte. Von jeder Donation. Von jeder. Merkt ihr das? Ich weiß nicht, wenn du mir einen 10er spendest, gehe ich davon aus, dass der an mich gehen soll und nicht 5 Euro an YouTube und 5 Euro an mich. Und von den 5 Euro werden wir auch noch Gebühren abzogen und was weiß ich, was da am Schluss noch Zwickel 50 übrig bleibt. Bitte nehmt den Link in der Beschreibung unten, wir müssen nicht YouTube mit aller Gewalt das Geld in den Arsch einschieben. Dankeschön. So. Schissel, freust dich schon auf The Mandalorian? Hab heute schon die ersten 2 Teile gesehen. Tja, ich bin bei Teil 4. Und muss sagen, tja, Disney, ihr kennt es ja doch, wenn's wollt. Baby Yoda. Ich hab das auch verlaut. So. Musik. Sollten diese musikalischen Dinge, die ich da vorhab, ich mag es jetzt auch nicht schon wieder versprechen, weil dann passiert es wieder nicht. Verschrei es schon wieder. Aber sollte es so laufen, wie mir das vorstelle. Dann sollten diese Dinge bei euch ankommen. Ja? Und nicht bloß beim harten Kern bei euch das so abfeiern, sondern das genauso gut ankommen wie alles andere, was ich so die letzten 2 Jahre gemacht habe und mir auch nicht ganz erklären kann, warum sie das im Schnitt 70.000 Leute schauen und mehr. Dann kriege ich wahrscheinlich das Problem, dass ich Anfragen kriege, hey, kannst du das live spielen, kannst du da kommen, kannst du das da live spielen und was weiß ich. Und dann sitze ich da und denke mir so, ja, ich bin aber allein. Keiner steht allein auf der Bühne. Niemand. Dann brauche ich Rap. Oh, Mr. Fanboy, Mandalorian Spoiler Heft. Ups. Ganz ehrlich, wer sich für das interessiert und hat das noch nicht mitgekriegt, was ich gerade gesagt habe zu The Mandalorian, weiß es auch nicht. Das ist 6. der ersten Folge. Das ganze Internet ist voll davon. Du brauchst mir nicht erzählen, dass du das Battle noch nicht gesehen hast. Stop it. Get some help, Chris. Get some help. Da schreibt zum Beispiel der Sevo Music. Wo haben wir ihn? Sevo Music. Dafür hast du doch mich, Birger. Das ist richtig. Aber da haben wir letztes Mal schon geschmerzt. Ich bin mir nicht so 100%ig sicher, ob du einen, und ich rede von 100% on fucking point, bohrischen, hochdeutsch, dialektfreien, bohrisch Mundart an den Tag legst. Ansonsten sofort, du weißt es. Und dein verdammter Bruder, den sowieso auch, aber dein Bruder noch weniger Bayern-Dialekt. Noch weniger Bayern-Dialekt. Null Bayern-Dialekt. 100.000%, ich bin nicht der Massi. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Früher oder später werde ich es die wissen lassen. Ich brauche Backup auf der Bühne, ja? Braucht jeder. Und ich sowieso, Alter, was soll ich mit meiner Zwetschgenraucherlung? Wieso ich nie da rein, kannst du mir das sagen, das umeinander gebläre, das machst du einmal. Da brauche ich noch 2 Liter Sauerstoffzeit und einen Sanker, der mich ins Krankenhaus fährt. In Notaufnahme. Alex, Dankeschön! Reddit ist voll mit dem Ich darf's ja nicht laut sagen. Reddit, das ganze Internet ist voll mit dem scheiß Baby Yoda. Basti Lorenz, servus Bier, aber das spoilert ja nix. Ja, wenn der da vorkommt, dann ist das halt so. Servus Birger, Ehemann, Basti, vergesst für den Zwickel. So, wo haben wir jetzt stehen geblieben? Ja. Patrick, die schreibt Nirvana-Covers, wie bekommst du jetzt da? Wann wird wieder zockt? Der Baldi, zockt wird wahrscheinlich wieder am Mittwoch. Ich weiß bloß noch nicht was, schauen wir mal.
push Twitch nicht so, wir wollen allein bleiben. Leider, ich streame übrigens auch zeitgleich auf Twitch. Der Flea Frankie schreibt, was ist mit der Pixen? Kann ich nicht sagen, wollte ich nicht. Der Sebo schreibt, ich rieh mir die Tage mal bei dir, klang mir schon, haut's nein dabei. Ey, ich merke allein schon an der Art und Weise, wie du schreibst, dass du eigentlich zu 100, du bist ja nicht weg gewesen. Du bist ja bei uns quasi groß geworden, du musst Bayerisch kennen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du nicht kannst. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber du kannst mir, ich hab die doch auf Facebook, falls du noch Facebook hast. Schreib mir einfach. Schreiben Sie mir einfach. Soll ich da mein Zwetschgen-Raucherlung mitgeben? Doppelt halt besser. Ja, das wird sicher lustig. Und dann vor allem denke ich so, Kinder, dann wird ich das gefragt, okay? Dann kann ich jederzeit sagen, nein, diese Live-Auftritte, nein, das ist nichts. Ist nichts, muss nicht sein, bla 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 bla. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, ja, geil war's schon. Geil war's schon. Aber dazu, da ist ein sehr langer Weg hin. Sehr langer Weg ist da hin. Ein unendlich langer Weg. Dazu müssen die Sachen erstmal einigermaßen gut ankommen. Und ja, ich mag da nicht irgendeinen. Es ist im Prinzip billig produzierter Kack. Ja, seien wir uns ehrlich. Aber ich gebe mir halt so viel Mühe, wie ich kann. Ja, ich habe weder ein Studio noch eine Big Band hinter mir, nur irgendwelche studierten Studiotäter. Ich mache alles selbst. Vom Aufnehmen, vom Abmischen, alles. Keine Ahnung. Aber gut. Naja. Lange Geschichte, ab jetzt wird nicht mehr über Musik geredet, bis nächstes Jahr, wenn es kommt irgendwann. Okay? Ist das was? Alles klar. 10. Ich verziehe mich wieder, mal wieder. Servus, heißt du wirklich 10. Also wer 2019 noch 10. heißt, geiler Scheiß. Herr Nusser! Wie ist denn das bei dir und Kopper? Wie schaut's denn da aus? Was meinst du mit Kopper? Ist Kopper schon wieder irgendwas, was ich nicht weiß, was es ist? Schreib's bitte in normaler Chat, weil das muss jetzt nicht nur einen Zwickel kosten. Ich googel's dabei. Ich google dabei einfach mit Kopper und schau, was kommt, was du mal kannst. Ah ja. Kopper ist eine traditionelle italienische Spezialität aus dem Schweinenacken. Schweinenacken ist in der Regel erstmal gut. Ja, da gibt's zu mir erstmal den Daumen nach oben. Den meinst du aber wahrscheinlich nicht, sondern keine Ahnung. Spiel mit GTA 5. Nö. Gewitter im Kopf. Nö. René Kreuz schreibt, okay. Wann kommst du wieder auf eine Con mit dem Chris? War ich noch nicht. Mein Bruder stinkt. Solange bis nächstes Jahr an meinem Geburtstag 4. bist und auftrittst, ist alles gut. Ja, wenn... Hallo, geht geiler Wichser, das ist doch schon klar. Und aus Quellen, und da kann man auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe noch nie Gage erhalten, aber was ich so gehört habe, je nachdem wie groß der Bekanntheitsgrad ist, sind die Gagen für Live-Auftritte ziemlich happig. Ja? Ja? Wegen denen mache ich es nicht, aber mitnehmen du es natürlich auch, wenn es soweit ist. Ja, ist auch klar. Sollte es jemals so weit kommen. Smikey, Derry Bürger, schau alles von dir und mehr von der Musik bitte, alles Gute aus Salzburg. Special Greets an meine Lieblingsnachbarn und alle Österreicher und Special Greets an dich. Freut mich, wenn es euch taugt, schon taugt. Weißt du, das ist so viel Zuspruch. Da ist keiner dabei, so der direkt sagt, was ist denn das für eine Rotze, lass das bloß bleiben, was möchtest du mit der Scheiße? Ja, da ich damit klarkommen. Sowas möchte ich ja hören. Kann ich das etwas sagen? Ja, nein. Offensichtlich aber ja, weil alle durch die Bank sagen, es ist nicht schlecht. Ja, dass das nicht ansatzweise an einen Bieber oder an einen Liquid ohne kommt, das ist mir auch klar. Aber die haben auch ihr Leben lang nichts anderes da wie gerappt. Ja, ich hab auch sehr lang Musik gemacht und alle möglichen Richtungen und so weiter, aber ich hab nicht mein ganzes Leben lang im Hip-Hop-Loch verbracht. Entschuldigung. Aber ich hab jetzt Spaß dran. Aber Gaudi dran. Los mich. So. Machen wir ein Kochvideo. Oh ja, ich hab oft überlegt, ja. Ich hätte mir schon fast einmal so ein Kinderkich gekauft. Ja, lange Geschichte. So, was haben wir da noch so? Der Bruder stinkt, Geld ist kein Ding. Und Anlage ist schon da und der Techniker Meister ist auch schon da. Bist du der Techniker Meister? Habt ihr da, weiß ich nicht, ne? YouTube und Kopper, Alter. Ich weiß nicht, was Kopper ist. Du bist besser wie der Liquid. Alter, spinnst du? Alter, also,
Übertreiben wir mal nicht. Ja, lassen wir mal Kirche im Dorf. Der Liquid hat Rap-Skills, von denen ich träume. Von denen ich träume vielleicht. Und wo ein paar noch die weiß wirst, aber... Also, was ist Copper, Alter? Copper Cabana, was ist das? Copper kommt. Bald keine Minecraft-Videos mehr. Rechtsanwalt Christian Solmecke. Oh Gott, wenn der scheiß behinderte Herr Newstime schon wieder drin ist. Die Ereignisse überschlagen sich! Das Wasser überschlägt sich! Der Rauch überschlägt sich! Meine Stimme überschlägt sich! Ich weiß nicht, was mit COPPA gemeint ist. Important update for all creators complying with COPPA. If you create content for YouTube, this video is very important to watch as it describes changes to the upload process. Okay, was kommt denn jetzt wieder? Was ist denn das wieder? COPPA ist gleich Jugendschutzblei. Ja, das habe ich schon auch mitgekriegt. Ich habe bloß nicht gewusst, dass der Begriff COPPA ist. COPPA das Ende. Muss ich mich noch damit befassen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Hashtag Sternekoch, Mei, wenn sowas kommt, wie mit dieser Copyright-Scheiße, dann ist es halt so. Dann ist es halt vorbei. Dann bin ich vorbereitet und hab Gott sei Dank nicht zu arbeiten aufgehört. Tolle Sache. Dann geht's Leben auch weiter. Was soll denn? Und wenn es auf YouTube nimmer geht, gar nichts mehr geht, auch für andere nicht, gibt eine andere Plattform, wo es geht. Ganz einfach. Und es gibt das sowieso. Eigentlich haben wir schon fein aus dem Schneider. Wir machen ja das ganze Jahr Smikey. War vor ein paar Tagen auf einem Liquid-Konzert und das war zwar Abriss, aber deine Sachen klingen nicht schlecht. Das kann man schon. Vielen herzlichen Dank. Wenn jemand das Wort ein Liquid oder ein Bibau, mag ich zum Beispiel auch ganz gern, in den Mund nimmt und dann mit damit vergleicht und sagt, das ist auch ganz okay. Dann klangt mir das überall. Und wenn jemand sagt, oder deine Sachen sind besser wie ein Bibau sein oder ein Liquid, dann nein. Und meine Sachen sind nicht besser wie dicht und ergreifend Sachen. Dessen bin ich mir bewusst. Aber dicht und ergreifend hat auch ein Studio und eine ganze Big Band und was weiß ich, ein Blasorchester und Leute und was weiß ich was alles. So ein Haufen Geld. Haufenweise Geld, da bin ich auf Zeit. Kommt jeder her. Ja, da ist das da ein Witz dagegen. Ja, ein Witz. Die spielen in der Olympiahalle. Ja, das ist eine ganz andere Hausnummer. Hoch die Zimmerskunst, warum? Warum hast du denn für das Geld nicht einfach ein T-Shirt gekauft? Warum? Ich will nicht. Aber danke. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hört jetzt bitte auf mit den fetten Beträgen. Ohne Scheiß, für die letzten Tage gelangt's überall hin. Vielen herzlichen Dank auch an dieser Stelle mal an alle, die sich diesen Special Merch holen, den es heute für minus 15% und versandkostenfrei nur im Shop gibt. Und dann nimmer bis Weihnachten danach irgendwann, okay? So. Jetzt müssen wir den Chat wieder aufmachen. Was gibt's da zum Diskutieren? Du, Chef, kann man bei dir einen Prime-Sub da lassen? Nein! Warum nicht? Weil ich sonst nimmer auf YouTube streamen darf. Dann hab Bibau 2013 entdeckt, habe es sofort gefeiert. War bei mir ungefähr dieselbe Zeit. Ja. 2013 umeinander. Da ist das Combo-Album, das Collabo-Album. Birger, du sprichst wie ein Spagen. Das Collabo-Album mit dem Liquid gekommen und da ist unter anderem ein Lied, das heißt Hörst das und das Video ist geil, das Lied ist geil. Also keine Ahnung, überhaupt und sowieso. Und das feiere ich sehr. Auch an Bibau sein Solo-Album, das zu der Zeit dann gekommen ist, glaube ich, war das zweite. Es gibt nichts Besseres wie was Gutes, habe ich auch noch gefeiert ohne Ende. Und dann ist er langsam in eine sehr seltsame Richtung abgedriftet, was aber jeder Künstler irgendwann tut, der sich einfach weiterentwickelt oder anders entwickelt. Und dann hat es ein bisschen abgebaut. Dann habe ich es nicht mehr ganz so gefeiert, waren noch gute Sachen, aber mir taugt es nicht mehr ganz so. Liquid nach wie vor. Ich finde die Sachen, der packt zum Beispiel einen Maniac nicht. Höret, der Kini, was, höret, der Kini braucht Pulver, leere drüber. Brauch ich nicht! Deswegen muss ich auch nicht, ich werde niemals, also es nimmt Ausmaße oder wo ich sage, okay, da sich rentieren, ein Studio dafür zahlen, dass das mir
meine Beats produziert und das aufnimmt und abarbeitet, weil es unbezahlbar ist, dass sie das studiomäßig anhört, ja, und zwar richtig gut anhört, okay? So. Was schreibt der Venom dicht und ergreifend, geil, vor allem Zipfelschwingen, ja, mit dem haben sie bekannt worden. Verstehe bis heute nicht warum, aber ist ja wurscht. Und der Grund, warum ich die zwei nicht mag, ist nicht, weil ich eine Muse nicht mag, sondern weil es einfach Gründe dafür gibt. So, werde ich irgendwann einmal erklären, wenn es soweit ist. So. Kennt eigentlich nicht bei einem Graham. Oh Gott, ja. Oh Gott. Was? Wen? Ganz schlimm, ganz schlimm. Und ich bin auch so offen und ehrlich und sag dann zu Leuten, die ich nicht leiden kann oder die ich einfach schlecht finde, dass einer Scheiß einfach schlecht ist. Und ich finde dann Graham Grimes einfach nur langweilig. Also keine Ahnung. Oh. Genauso wie ein Monaco Franzen. Monaco, ja, diese Art und Weise, dieses. Alter, da krieg ich's Kotzen, Alter. Das ist kein. Keine Ahnung. Ja, ich finde da wie heißt der eine von Dicht und Ergreifend? Left Tutti. Der immer ausschaut, als hätte er gerade 14 Bongs geraucht, ja, der Kleine. Das Ding mit dieser Art und Weise zum Rappen, das ist einfach so. Das ist ja wieder, was ist das, Alter? Ja? Entweder keine Ahnung. Das ist ganz seltsame Art und Weise. Das ist schon fast gar nicht als Rap bezeichnen, oft. Nicht immer in alle Lieder, aber oft. Da wo ich mir schon denke, Alter. Diese stockschwule Blumentopf-Scheiße! Sagen wir's doch, wie es ist! So. Wo waren wir? Moment einmal. Was rauch ich zu viel? Ich rauch schon lange nicht mehr. Ich tu Dampfen. Kann ich dir als Aufgabe. Warte mal, Kopf lassen. Oh, die Zimmer jetzt. Vega dir soge zu meiner OED entschäden, no Franziska. Weißt du, jetzt ist der Witz. Was überhaupt als gar kein Witz geplant war. So ehrlich muss ich auch mal sein, der Scheiß Franziska. Wo ist denn Heisel? Das war schon als Witz geplant. Aber Franziska, kannst du mal mit deinen Leuten reden, was da los ist? Das war nie als Witz geplant. Und der ist jetzt dann 2 Jahre alt. Und er hängt mir immer noch nach. Und ich werde nie. Es wird nie ein Ende haben, Alter. Ich weiß es nicht. Naja. Der Handkerchief schreibt, und Winterpause wird sicher auch wieder geben. Ja, da hast du recht, aber keine so lange wie im Sommer, da wo ich mal 5 Wochen weg bin, sondern über Weihnachten und Neujahr einfach. Keine Ahnung, mir auch gesagt, der letzte Stream ist am 18., nein, nicht am 18. Am 18. verschiebt er sich, da habe ich Weihnachtsfeier mit der Arbeit. Am 23. ist der letzte Stream, dann ist eine kurze Winterpause von 2 Wochen, also die Weihnachtswoche und die Neujahrswoche, und dann geht es wieder weiter. Na, das ist ein Deal, das ist in Ordnung. Ja, ich glaube, da kann mir jeder zustimmen. Dann mache ich einmal Ruhe. Ja? So. Eine Maß. So, die uralten Witze, ja. Eigentlich soll ich das wie alle anderen machen und soll jahrelang immer dieselben Witze bringen, weil das ja sowieso funktionieren. Ich hätte schon lange How to Preisen, Kinder. Kruzifix-Preisen, Kinder, Teil 2 machen sollen. Ich hätte schon lange How to Leberkäse Teil 2 machen sollen. Ich hätte schon lange, was hätte man noch alles machen? Ich hätte schon lange, ich weiß es auch nicht, an jeden Witz 3-mal durchnudeln, weil es scheißegal ist. Weil es alle anderen auch so machen. Aber nein, der Bürger ist ein Vollidiot und lässt sich jetzt mal was Neues einfallen. Ist schon ganz schön da. Was trinkt mir ein Gustl? Vergesst, glaube ich, den Zückel werde ich mir uns leisten. Und wer kommt mit? Auf was schwör ich? Genau, wo wir Ferien haben. Ja, natürlich habt ihr, wenn ihr Ferien habt. Da haben wir einen Urlaub. Das heißt auch nicht. Du hast ja Eigenwerbung verboten. Deswegen machst ja, ich jetzt. Eigenwerbung verboten, deswegen mach's IATZ. Da Dampfexpress hätt an als Bürger best of gemacht. Hashtag Schreimenedo Isog nur. Hashtag Schreimenedo, ich sag's ja nur. Ja, Moment. Hab ich nämlich einladen müssen. Da. Der Dampfexpress hat ein Best-of zusammengeschnipst. Weißt Biergerburger! Geht's auf seinen Kanal und liked es gefälligst! Und abonniert's ihn, sonst hau ich euch ein
depperten So, das werden wir uns jetzt kurz einmal genehmigen, bevor ich es wieder vergieß. Und dann ist Szene. Achtung, Moment. Achtung, Best of, von dem ihr noch nichts wisst. Achtung. Musik da. Los geht's. Drück erst mal auf Like, lass mir ein Abo da, bevor es. Echt? Du überhaupt weißt, um was das geht. Herzlich willkommen zu Birgers Kochstudios! Ich kann dabei ein wenig dampfen und komme zurück, Kleiner, das ist gut. So. Wir brauchen feinste, auserlesenste Zutaten für unseren Fleisch-und-Kaust-Burger. Nein, Standardburger. Grundsolider Standardburger. Okay? Wir brauchen was. Was brauchen wir eigentlich? Burgerbrötchen. Das kann nur ein Preisenburger werden. Und was mich wohl am meisten irritiert ist, warum ist das bloß der Deckel? So, wir haben 1 Speck. Das ist sauber Zwingsspeck. Das ist sauber Zwingsspeck. Hey, ich bin der Meinung, das ist immer nur sauber Zwingsspeck. Mehr Speck, mehr gut. Hier, da schaut ihr das an. Hier, da haben wir einen ganzen Eimer voll Speck. Haben wir noch nicht bei den verdammten Amateure. Alle machen wir Burger aus dem Rinderfilet, weil haben wir sie. Alter, der Bro-Cut, der ist voll brutal. Gib dann. Das ist kein gutes Hack. Burgerfleisch. Das ist schon gutes Hack. Ein Sicherheitskass, damit nichts passiert. Es gibt kein Grünzeug, warum nicht? Warum jetzt kein Salat nicht? Dann werft man Petersilie ein, damit ihr was zum Loh habt. Das findest du lustig, was? Ich glaube, du hast... Bester Comedian in Deutschland. Schade, dass er nichts mehr macht. Also, Stand-Up-mäßig. Der Hassprediger. Geilster Typ ever. Nicht mehr alle. Drehen. Fallen lassen. Erstmal. Was ist denn jetzt wieder? Wo muss ich das aber alle 5 Sekunden laden? Spackenscheiße! Kruzifix! Play hab ich gedrückt! Kennst das? Play! Bist du behindert, Alter? Was ist los mit dir? Was haben wir so Mund schon da? Drehen. Fallen lassen. Findest du lustig, was? So, ich glaube, jetzt. du hast sie nicht mehr alle. Nochmal drehen. Fallen lassen. Erstmal müssen wir ja grillen. Oder ich möchte Flame grilled. Bist du ein Grill, Digga? Ich will die offene Flamme, du kannst mir mal, das wirft man direkt da so auf. Da schau hin, so, blub. Damn you Physics. Jetzt bleib Picker, du Mistdumm. Ja, bleib liegen. 3 Pfund Speck. Auch bekannt als Bacon. Jawohl! Burgerfleisch ist gut durch, schau hin. Wieso kann ich das jetzt nicht nehmen? Hier, Brody, jawohl. Alter, das ist ja bloß halber Brötl. Schau mal das an, das ist gar nicht so schön. Das ist ein wenig alles heute. Nicht am Boden! 3 Sekunden, ey! Du sollst den Spachtel am Boden legen, du sollst das Patty aufklappen! Den mal ein bisschen schwenken. Fuck! Du sollst die umlegen, du! Nein! Was bist denn du für ein Kichtelschaufel? Du kannst unser Speck bringen, du! Die müssen wir hinwerfen, das hilft uns nichts. Pass auf! Was ist das für Teller, Alter? Da klopfe ich mir mal ordentlich selbst auf die Schulter, wir haben ein Stück Kohle gegrillt. Und wir bringen mir diesen Burger zusammen, wenn es das verfickt Letzte ist, was ich tue! Ja, Shit zusammengeschnitten. Sehr schön zusammengeschnitten. Please disperse. Nothing to see here, please. Ich bin ein Rasensprenger. Herr Dampfexpress! Jetzt saufst du halbe! Warum? Es ist doch schon 10, jetzt gehen wir doch ins Bett. Alter. Herr Dampfexpress! Sucht einfach nach Dampfexpress Birger. Ja, dann findet seinen Kanal, findet seine Videos, tippitoppi. Und ja, er hat die offizielle Erlaubnis dazu, dass er aus meinen Sachen Best-ofs zusammenschneidet. Ja? Falls jetzt 180 andere auf die super tolle Idee kämen. So. Chat aufmachen, sonst kann ich nichts lesen. Wo haben wir, wo sind wir? Wir haben noch 10 Minuten. Fragt's mich alles, was ihr schon immer wissen wollt. Fragt's mich alles. Jetzt haben wir schon wieder 1,5 Stunden vorher. Vorher habe ich noch gefragt, was haben wir da eigentlich immer da? Bam! 1,5 Stunde gegangen. Ach so, ja, okay, passt eh. Ja.
Wow, Mann. Hab mich fast eingeschissen verloren. So kann ich dir eine Saufkutschen schicken. Das ist ein Drum für einen Tisch, wo eine Schnapsflaschen drin ist und Glasel oben drauf sind. Ja, aber wieso? aber wieso? Also danke, aber Polster, stehst du auf den Tisch, das ist eine gute Sache. Ich bin jetzt zu der Anfang, dass mir Leute Sachen schicken, dann weiß ich wahrscheinlich gar nicht mehr, wohin mit dem Scheiß. Hans Wurst schreibt, wann kommt der Video? Sag ich, wie jetzt mal, je öfter das mich fragt, desto länger dauert's. Was kannst du? BWR hat man eine Schulaufgabe. Ja. Was BWR mit BWL? First things first. Keine Ahnung. Oder meinst du berufswirtschaftliches Rechnungswesen? Ja, ich hab Rechnungswesen in der Schule gehabt. Hier aktiver, passiver, Buchungssätze soll und haben, Selbstkostenpreis fickt mit dem Mehrwertsteuer, Hurensohn und kriegt 19% Kinder, Alter. Ja? Hashtag Rechnungswesen 1 mit Stern. Bitch. So, wir haben jetzt damit Geld geworfen, währenddessen die Scheiße geht. Geil, wie viel so ein Bogenfutzen sieht, du setzt ein Futz. Was? Ein Futzbockengedicht. Ja. 1, 2 halbe machen dumm. 11, 12. Die haben gesund. Ich komm auf deine Partys, auf deinen Kosten ohne Grund. Die ich jetzt nicht sagen soll. War ein gutes Gedicht. Beste Gedicht ever. Haben Pinguine Knierscheiben? 2,5. Aber Ariana, was hältst du eigentlich von den bayerischen Kabarettisten mit Gruberin, Grünwald etc.? Gruberin ist ganz lustig. Grünwald macht mir so Sketchzeug. Bringt mich selten zum Lachen. Allerdings bringt mich generell relativ selten was zum Lachen. Ich glaube, dass das dem so ein bisschen verschuldet ist, wenn man selber irgendwie einen Kasperl macht. Ja? Und selber immer versucht, was Lustiges zum machen, kreativ zum sein, aber immer lustig zum sein, dann stumpft man ein bisschen ab. Deswegen tue ich mich unfassbar hart, dass ich irgendwas finde, was mich richtig krass zum Lachen bringt. Das ist ein bisschen die Schattenseiten von dem Ganzen, was ich da mache. Habe ich so das Gefühl, das kann auch sein, dass es nicht dran liegt, sondern dass ich einfach nichts lustig finde. Kann auch sein. Aber die Grübering bringt mich ab und zu zum Lachen. Ja, ich befasse mich mit lustigen Sachen wahrscheinlich ganz anders als ihr. Ich konsumiere das nicht so wie ihr, sondern ich abschauen mag ich es jetzt nicht nennen, aber ich schaue mir das halt aus einem anderen Blickwinkel an. Weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll. Versteht man, glaube ich, bloß, wenn man selber Dinge macht. Glaube ich. So, wo ist der Chat? Wo ist der Chat? So, Freunde, Musezweig, beste Leben. Ja, also, wenn irgendjemand von euch in momentan der Phase ist, dass er die Wahl hat zwischen diesen 3 Zweigen, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ich war so dumm, hab den zweiten Zweig genommen, das war der Rechnungswesen-Zweig. Ja? Wirtschaftlicher Zweig. Dann gibt es den ersten Zweig, damals zumindest, so wie ich noch in die Schule gegangen ist, so 1980. Da hat es dann den ersten Zweig, das war der Mathe-Zweig, so Mathe, Physik. Der zweite Zweig war Rechnungswesen-Zweig, wirtschaftlicher Zweig, da hast du Rechnungswesen, Wirtschaft und Sozialkunde gehabt. Und dann hat es den dritten Zweig gegeben, das war der hauswirtschaftliche Zweig. Da hast du nur Hauswirtschaft gehabt. Ja? Hauswirtschaft live, easy life, Alter. Ich sag's euch, egal was euch eure Eltern erzählen, egal was euch eure Lehrer erzählen und eure Mitschüler oder sonst irgendwas, die Wahl deines Zweiges in dieser Schule interessiert nach der Schule keine alte Sau. Egal. Wenn du Hauswirtschaft gehabt hast und du gehst in die Bank, es ist egal. Es ist völlig egal. Okay? Ich kann mich dafür töten, dass ich Rechnungswesen genommen habe. Denn diese Scheiße brauchst du nie wieder. Nie fucking wieder. Außer du studierst BWL, glaube ich. Und selbst dann ist es wurscht. Weil du auf Boss und auf Foss und dein Abi noch machen und den ganzen Dreck. Morgen kannst du egal mit was zum Scheißzweig. Egal. So. Was haben wir noch so? Ich hab die Frage, gibt's eigentlich Wodka-Bier? Nö.
Kennst du Grierspo und Reispo? Ja. Was haben wir da noch so alles? Ihr kennt's schon, Hashtag Glocke aktiv. Stimmt, Französisch gibt's auch noch. Was? Also bei uns in der Realschule hat's kein Französisch gegeben. Das war Wahlfach. Das hast weinen müssen, dann hast du es gehabt. Mathe ist 1, BWR ist 2, Französisch ist 3 und Handwerk ist 4. Ja, gehst du mal solid in Handwerk. Das, glaube ich, ist das Einzige, was dich wirklich im Leben weiterbringt. Ist fucking Handwerk. Ja? Alles andere wird zur verfickten Hölle braucht Französisch. Kein Mensch. Gott, da bin ich so grantig. Unser scheiß behindertes Schulsystem ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist nicht da, damit du was lernst, das ist da, damit du in ein System einpresst, damit du 45 Jahre lang, bis dahin wahrscheinlich 60 Jahre lang, an irgendeinem scheiß Bantel stehst. Und ja und Amen sagst du, egal was man da sagt. Aufstände früher funktionieren, Maul halten. So, das ist die Lehre unseres Schulsystems. Der Elbanjo, ich habe einen ersten Zweig gemacht gehabt, 2003 Schule fertig. Willkommen im Club. Ich gebe da einerseits schon recht, interessiert dann auch wirklich keinen mehr, andererseits will ich das nicht missen, was ich in Mathe alles gelernt habe, ich kann es heute noch brauchen. Ja, aber das lernst du danach sowieso nochmal. Und dann anhand von, dafür brauche ich das und das. Und nicht, so, wir berechnen heute mal die Cosinus von der Sinus mit dem Parabelkatheter in meinem Anus und fragen uns dann niemals, wieso eigentlich? Ach ja, und hier haben wir noch ein bisschen Stochastik und ein bisschen Plastik in der Stochastik und dann wissen wir nicht wieso, aber wir machen einfach mal. Das ist das, was mich so krass nervt. Deswegen mache ich jetzt mit 35 die 3. Ausbildung. Ja und? Herr Samcro Mike, wenn du mit 35 die 3. Ausbildung machst, na und? Also erstens, natürlich, wenn du dir das finanziell erlauben kannst, wunderbar. Zweitens, wenn du zweimal festgestellt hast, dass diese Arbeit, die du da machst, ein Scheißdreck ist und du keinen Bock nicht drauf hast, dann machst du die 40. Ausbildung. Das ist das Allerwichtigste. Du sitzt dich ohne 40 Jahre hin und machst dieselbe Scheiße, obwohl es genau weißt, Alter. Ich mag nicht. Ich bring mich nicht um da herin. Ja, aber schauen wir mal auf die Uhr. Ja, ich muss ja bloß noch 20 Jahre arbeiten. Das ist das Letzte, Alter. Herr Grüttmeier, Handwerk, Alter, bürgerbester Mann am Platz. Ja, das meine ich aber auch ernst, wie sie das vielleicht auch gehört hat. Ja? Diese Handwerksgeschichte, die hilft dir später in deinem Leben wahrscheinlich mehr als alles andere. Ja, wenn du selber zu helfen weißt. Ja? Und wenn du mit 48 deine 5. Ausbildung machst, scheißegal, wenn du keinen Bock nicht machst, wie viel, mach was anderes. Es ist niemals zu spät, was anderes zu tun. Niemals. Und wenn du aufwachst in der Früh und keinen Bock auf deine Arbeit hast, dann sag, fick dich. Nur weil alle anderen rundum sagen, nein, das geht nicht. Du kannst, wie stellst du dir das vor? Ja, es ist schon erstaunlich, was ihr euch vorstellt von eurem Leben und so. Und mir früher, mein Gott, wir haben so viel gearbeitet, um da hinzukommen und jetzt habt ihr es ihr so gut, weil wir so viel gearbeitet haben. Ja, dann hätte ich halt was Gescheites gelernt, du Trottel. Gerade weil es bei euch nicht, wie soll ich sagen, bei den alten Scheiß-Idiotenlappen nicht für mir gelangt hat, als das Muschbackerl ins Regal kam, aber was kann ich dafür? Blöd darf's sein, jetzt helfen muss der Kind. Ja, blöd darf's schon sein, helfen soll's der Kind. Ja, so ungefähr. Blöd darf's schon sein, jetzt helfen muss der wissen. Ja. Was will ich anders sagen? Ich hab Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich sehr früh gewusst habe, was ich machen möchte. Das ist diese Mediengestalter-Sache, Internetseiten, Programmieren, bla. Das hat mich schon immer hochgefixt, schon seitdem ich ein kleiner Bub war im Prinzip. Bin 20, hab Einzelhandel gelernt und gehasst, ich hab's fertig gemacht. Na stopp, das liest man, weil das muss ich lesen. Bin 20, hab Einzelhandel gelernt und gehasst, kann ich verstehen. Oh, die Zimmerkunst, dann hoch auf das Handwerk. Deinem Namen entsprechend, herzlichen Dank für dein Zückel 29. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum du mit so viel Geld umeinander schmeißen kannst, weil Handwerker verdammt gut verdienen in der Regel und das auch zu Recht meines Erachtens. Bin 20, hab Einzelhandel gelernt und gehasst. Ich hab's fertig gemacht und jetzt hab ich neu als Maschinenbautechniker angefangen und ich liebe es.
Mit 20 sowieso überhaupt kein Problem. Das Problem ist, du kriegst halt oft, warum pickt denn jetzt der Chat auf einmal so nah an dem, ich hab doch überhaupt nichts da, warum? Chat, warum? Warum Chat? Auf einmal pickt der Chat da am Rand dort. Das ist was, da krieg ich's Kotzen. Ja? Da kriegt mein Mediengestalter, ich krieg's Kotzen, wenn der Text am Rand klebt. Ist ja wurscht. Mit 20 so, ich darf so gern meinem jüngeren Ich ins Hirn pflanzen, dass man sich erstens von die alten Leid Gesicht mit Freudentränen, Ja, die haben wir Gesicht schon mit gesagt, und sonst wir sind Freudentränen, studierte Gesicht Taxi, mit aber die Freudentränen, Daumen hoch, Posthauen. Ja, das ist das nächste Problem. Jeder Horst studiert. Ja, nichts gegen Studenten. Hab überhaupt kein Problem damit. Das ist alles schön und recht. Aber es studiert halt einfach jeder Volldepp. Auf der anderen Seite heißt es, die sozial Benachteiligten, die haben nicht die gleichen Chancen. Ja, was jetzt? Studieren jetzt alle oder haben die anderen alle zu arm zum Studieren? Was jetzt? Weiß ich nicht. Geht mir aber, um ehrlich zu sein, auch nichts an. Ich hab das Glück gehabt, dass ich ziemlich früh gewusst habe, was ich tun muss. Ich bin froh darüber, dass alles so ist, wie es ist. Die ganze YouTube-Geschichte hier ist pures Glück. Ja, das kommt halt noch oben drauf. Das, wenn es alles nicht geben darf, das ist wahrscheinlich auch, weil mir die ganze Videoschneiderei und so weiter und so fort und Filme machen und egal was, Internet programmieren, Apps machen, der ganze Mist, Browser-Game etc., das interessiert mich einfach aus freien Stücken. Ja? Das da ist nur das nette Zuckerl oben drauf, da habe ich halt Glück gehabt. Ja? Da habe ich halt Glück gehabt und offensichtlich, keine Ahnung, habe ich so eine kleine Unterhalterader, dass ich das da irgendwie am Leben halten kann. Und tausende von Leuten offensichtlich unterhalten und ich das immer noch nicht kapiere. Aber gut. Lasst euch von die alten, verbitterten, ahnungslosen, unkreativen Lappen, die genau wissen, dass sie jederzeit an ihrer Situation und wenn es 50 sind, was ändern könnten. Aber sie wollen einfach nicht. Lasst euch von denen niemals sagen, dass irgendwas nicht geht. Und wenn du verfickter Astronaut werden möchtest, Dampfexpress, ich muss ehrlich sagen, ich habe echt Bock auf meinen Job als Schichteln, geht mir ein bisschen auf den Sack, aber sonst ist es echt in Ordnung. Andererseits da ich gern beruflich raus aus der Fertigung und, kann ich nicht mehr lesen, Fertigung und Tierrettung, Auffangstation machen, nur Geld verdienst halt keins. Und das ist das Allerwichtigste. Es ist schon wichtig, da brauchen wir nicht diskutieren, aber verdienst du nur mit, egal, je nachdem wo du wohnst. Ja? Du kannst bei uns in Landau mit 1200 Euro leben. Da kannst du leben. Easy. Easy peasy kannst du mit netto, wohlgemerkt. Mit 1200 Euro netto kannst du da easy leben. Ist in Minge nicht möglich, weil die dort Wohnung schon 1500 Euro kostet. Ich verdiene netto 2200. Das ist, je nachdem wie viel du arbeitest, bist du angestellt, bist selbstständig, ist völlig in Ordnung. Übrigens, bitte verzeiht mir nicht, wie viel das ihr verdient. 150 Jahre ins Gesicht. Was? Ich kenne auch studierte Honks, kennen dir Psychodiagramme von 150 Jahren ins Gesicht labern. Leute, jetzt chillt's einmal, wer soll denn das alles sehen? Ich kenne vorhin dreimal durch die Fahrbreite. Ja, genau. Ja, schön, das ist das, was ich meine. Ich hab so viel. Flo, Englisch Sprichwort, find a work you love. Ja, genau. Wir hatten das gleich wieder gesagt. Da gibt es ein Zitat von irgendjemandem. Find a work you love and you never work a day in your life. Hast, such dir eine Arbeit, die du liebst und du arbeitest keinen Tag in deinem Leben. Korrekt. Und ich mag gar nicht wissen, wie viele Leute jetzt chillt oder mal da gehen, was. Im anderen verdient man leider nicht wirklich gut. Ja, dann arbeitest du beim Falschen, ganz einfach. Ich hab so viele Leute bei mir da rundherum, die wo von Maurer bis Fliesenleger, die sie behindert verdienen. Und behindert verdienen, dann arbeitest du bei dem falschen Arbeitgeber, ganz einfach. Im Handwerk verdient man leider nicht wirklich gut, hab Schreiner gelernt und hätte im ersten Jahr 1100 auf die Hände gekriegt. Verdient man in der Industrie in der Lehrzeit. Falscher Ding. Beim Schreiner weiß ich es nicht, sag ich dir ganz ehrlich, weiß ich nicht. So, was haben wir jetzt da noch stehen? Was? Bürgerlies. Was soll ich lesen? Die Niederbayern kommen gezogen mit Rucksack, mit Pfeil und Bogen, ein Handschuh, ein Schappi, ein Brix, sonst braucht doch ein Ringspurger nichts. Und ja, ich schreibe halt nichts anderes mehr. Bist du bürgerlich? Ich weiß nicht warum, aber okay. Ja, sehr schön.
ist am Keyboard umeinander tippen auch Handwerk. So, an alle sogenannten Handwerker-Büffin, die meinen, dass Bürojobs im Allgemeinen zum Beispiel nicht anstrengend sind. Denen wünsche ich mal, dass sie sich einmal 12 Stunden am Stück vor dem PC sitzen und tun, was ihnen gesagt wird. Und wenn sie nicht fertig werden bis dahin, so lange sitzen bleiben, bis fertig werden. Und die zeitliche Eingrenzung, so lange bis du fertig bist, ist so gesetzt, dass du gar nicht fertig werden kannst. Und dann arbeitest du mal an irgendeinem Projekt von Freitag 5 Uhr Nachmittag bis Sonntag 2 in der Früh. Und dann frage ich dich nochmal, ob ein Bürojob eine stressige Arbeit ist oder nicht. Ja. Würde ich das Schulsystem ändern? Ja. Also so wie es ist absoluter Bullshit. Allerdings ist es nicht meine verfickte Aufgabe, das Schulsystem zu ändern. Aber ich bin auch kein Experte nicht. Aber so wie die Leute da drin behandelt werden, ist einfach Bullshit. Es gibt so viele geile Ansätze. Ich glaube in Island ist das Island oder ist das Norwegen? Da wo die Kinder im Prinzip spielend lernen und das den ganzen Tag lang. Ganz anders wie bei uns, da gibt es keine Noten und lauter so einen Scheiß, die stellen sie im Leben 100-mal besser wie diese herangezogenen Nichtskönner. Du hast doch keinen blassen Dunst vom Leben, wenn du aus der Schule kommst. So lange ist jetzt bei mir auch noch nicht her und da wenn ich zurückdenke, was ich da denke, mir wirklich, Alter, bist du ein Volldepp, Alter. Du, ich will mich vor gerade mal 15 Jahren sehen, dann denke ich, Alter, du ahnungsloser Volldepp. Halt die Fresse, du bist weder lustig noch gescheit noch du bist einfach ein ahnungsloser Trottel. Ist halt so. Ist gespannt, aber erst mit, wenn du mal was gesehen hast im Leben und mitgemacht hast im Leben und überhaupt und sowieso. Und jetzt bin ich auch noch nicht so alt, dass ich so daherschmerzen kann, aber mehr wie mit 16 Und so der Arbeit am Computer has ich absolut hob einen riesen Respekt vor Büroleit. So ist jetzt auch nicht. So ist jetzt auch nicht. Es gibt auch Bürojobs da, wo man zu Recht sagen kann, was tust du da eigentlich? Das sind gerne mal Beamte zum Beispiel. Die sitzen den ganzen Tag da drin, haben keinen Bock nicht, aber werden mit 3.500 netto zugeschissen. Aber es gibt schon anstrengende Zeiten für Büroleute, ja. Genauso ist es aber jede Arbeit, sei es nur so geil, hat seine Schattenseiten und ist gerne mal anstrengend. So, jetzt haben wir schon wieder überzogen, jetzt ist 5 nach 10. So. Kinder. Wer war jetzt das eine da noch? Herr Jager, das große Problem ist aber auch, dass viel handwerklich hergestellte Produkte billig hergestellt werden können. Ikea und so weiter. Deshalb gibt es also sogar jetzt noch Berufe, die schon langsam aussterben. Da wird demnächst noch mehr aussterben. Da können wir uns allesamt damit drauf gefasst machen, ja, dass sehr viele handwerkliche Berufe aussterben werden. Weil es einfach, wie soll ich sagen, was mir schon lang denke, ist, warum gibt es eigentlich nur Leute, die am Bantel arbeiten? Leute, jetzt schickt es mir nicht einen ewig langen Text nach dem anderen, jetzt ist eine Ruhe Geibe für eins noch, bevor du noch an der alte bügelst. Schaust dir recht einmal durch, wo meistens ein Essen reingeht, was aber nicht, wenn dann schon was drinsteht, dann sagst du dir recht geschmeidig. Alles klar, geil Buffet. So, Donations sind aus jetzt. Ich würde mich nun gern verabschieden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, an dieser Stelle, an alle, die sich dieses Ding halt geholt haben, vielen, vielen herzlichen Dank. Das Jahr war ziemlich brutal. Es ist aber auch noch nicht vorbei. Wir sehen uns am Mittwoch, was wir am Mittwoch deren, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht spielen wir mal Arizona Sunshine weiter. Vielleicht spielen wir das weiter. Vielleicht spielen wir aber auch noch mal Bergdoktor. Vielleicht spielen wir aber auch noch mal Kochstudio. War auch lustig. An alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, das hier ist der 2019er Special Merch. Da gibt es ein Poster, das liegt da unten am Boden. Es gibt sogar eine Kiste, es gibt sogar einen Turnbeitel. Das ist quasi ein Biergerbeitel. Haha, lololol. Das ist ein Motiv von mir mit Liebe von Hand gezeichnet. Das ist übrigens kein Schmarrn, das habe ich wirklich von Hand gezeichnet. Und ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und nur noch heute gibt es minus 15% und versandkostenfrei. Und dann war es das wieder gewesen für dieses Jahr mit irgendwelchen Aktionen im Merch-Ding. Und ich habe mir gedacht, für euch im Chat hebe ich das bis zum Schluss auf. Vielen Dank an alle, die sich schon eine Bestellung abgesendet haben. Für die, die es notieren, herzlichen Dank im Voraus. Dann muss ich mich mal, ich weiß gar nicht, heute ist es mit den Donations wieder dermaßen eskaliert, dass ich gar nicht weiß, wohin damit. Leute, vielen herzlichen Dank. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da fällt da halt nichts mehr dazu. Über dieses Thema Bürojob müssen wir uns einmal noch in einem Blödschmeins unterhalten.
Ich habe so das Gefühl, nächsten Montag gibt es sowieso noch mal einen Plätschmerz, weil da werden wir uns im Detail mal über einen bestimmten Brief unterhalten. Dann am Mittwoch zocken wir irgendwas, das werden wir dann schon sehen, und zwar um 20 Uhr zur gewohnten Uhrzeit, liebe Kinder. Und jetzt ist Zeit, ins Bett zu gehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte, wenn Sie das noch nicht getan haben, lassen Sie doch einen Daumen nach oben da. Wenn Sie diesen nicht tun, stirbt irgendwo ein kleiner Babyelefant. Und das kann ich wirklich nicht verantworten. Und du auch nicht. Verstanden? Und wenn du noch kein Abo nicht da lassen hast, lass jetzt ein Abo da. Und wenn du die Glocken noch nicht aktiviert hast, dann sterben sogar 2 Babyelefanten. So. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns am Mittwoch. Haut euch ein. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wie war das? Pass auf. Hobby! Schleicht euch bis Mittwoch. Hobby Deri!